starten. Are you ready? Are you ready? You think you could tell us what to do? You think you could tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Break it down! Jo, wunderschön, guten Morgen. Wie kennt ihr noch die zwei, wo das du gelauscht hat? Da sollten wir, ob das kennt. Das finde ich so. Das, was im Moment lebt. Jo, wunderschön, guten Morgen. Ja, genau das. Das ist ein DX-Theme. Noch viel drin? Da war irgendwie kurz Stone Cold. Yeah! Yeah! Ja. Was sind das für Frohen? Ja, das ist im Tag, weil es heute geht. Hat Dirk sonst Okay, Stone logisch. Cold. Ja, Ich kann schon das Sound muten, weil da war irgendwie kurz Stone Cold. yeah. Hallo? Also, okay, ja. Schon erst dran, hoch am Ton. Ich muss ja darum kontrollieren. Ihr wisst ja, Kontrolle. Jo. Ja. Es geht Monday Night War. Nicht Raw, Das sondern... kannst du nicht einfach so sagen. Es geht Monday Night War. Okay. Stopp. Okay, gut. Monday Night Raw. Ja, geschieht. Moment. You are fired! Fire! Geil? Yeah! Okay, also drei passt schon. Ich kille meine Stimmbänder. Ja. For the people. People. People power. Oh Das Gott. war Wir schwatzen dann an diesem kleinen Livestream natürlich wieder, du gesieht, Frauenfußball, gell? Ja. Nee, das ist wieder aus natürlich Nintendo Switch Stream, was Jolo. Wow, hast du neue Zelda gesehen? Das ist genau die Aldianer Zelda. Ja, und Metakritik, wo groß tut von 98%, was total überbewertet das. Weil FFs Oh my God. was überbewertet das? An die User-Dingen von 7,5 von 10. Was dann die 75 wäre, was auch total Bullshit ist, weil nicht so schlecht ist. Ja, weil Fanboys das, hui, so und die anderen so, geh fick dich. Ungefähr so. Das war schon Ja. so ein Hund. Ja, gut. Nee, mir geht aber nicht darum, mir aber geht tatsächlich um Krieg geht das. Den Mindeskrieg zwischen der WWF, der TSD, wo man den Pandan, Pandan. ja, die mit den Panda kämpfen. Und es geht WCW Monday Night Was in so Toilette? Intro. Okay. Nee, es geht um Nitro und es geht um Raw. Eben die zwei Okay, ein kleiner Parenthese. Ja. An der Last geht immer so WCW benutzt. Wie ist in den für was das bedeutet? Ich gesehen und hab's auf Twitter Hashtag WCW. Nee. Das hat irgendein Sport in einem Meaning dort gesagt. Also Hashtag WCW. Das war die Wrestling. Nee, das war irgendwie so ein Sport, den über One Direction geschwatzt oder was weiß ich. Ja, Also, okay, ja. Spaß von der ohne Schrift. Muss ich halt kennen. Was? Und diese berühmten Gitter geschrieben wie war das Pink Black oder was ist Kinder? White Christmas. Keine Ahnung, man die Musik. Ich weiß nicht mehr, dass die gehen, weil Leute auf Twitter mich für ein paar Jahre mal so fucking Twitter-Kids geschrieben haben, weil sie gedurcht und für von denen. Benutzt du Twitter? Weil mein Twitter-Handle aus The Real Pain, ne? Ja. Ja. Und von denen heißt Real Liam Payne. Ah, okay. Ja. Okay. Aber Interessant. du sagst die Fanbase. Jan, hat dich auch noch interessiert wie mich? Was ist so? Hat dich das auch noch interessiert, so wie mich? Was denn? Ja, ja. Okay. Gut, dann passt schon. Also, mein lieber Jan, fangen wir mal hier an. Ja. Was weißt du überhaupt vom Mindeskrieg? Oder generell weißt du überhaupt noch etwas davon? Oder hast du generell etwas von der Matkode los mal so fragen?
Ja, war ich jetzt nach viel nu gefangen und bis ja gar nicht. Das war ganz richtig überlegen, was für 96 oder 95 bis März 2001 gewirrscht. Hast du Wikipedia benutzt? Nö. Nö. schon der Weekend Zeit gar nicht so schwerste mal ein bisschen ist mit den zwei alles was an den Livestream was sie kennen alles was aber um Gottes ja mir da wirst ja da sollten noch kein Grund ja. Wie gucke schon ein bisschen wie lang bist du ja das ist ja, voilà, da sieht ja alle guten URL ja wir sind noch nütz bisschen dicker fett hun die Board sind ungew ja schon noch Board okay ja das an der Reihe schon gerade mit Klischee all abgezielt ungewollt stinken nee, ich war ja, mit alle gut nee, ich war für einen duschen geht ja nee, mir aber aktiv wo sie die Zeit leider nicht mal gemacht nee alles leider. Nur geguckt gehabt die spannendsten Matcher so mal so du kriegst auch Film ja. Internet ja du durch auch DVD nicht der hohen Geschichte von Monday Night War die wo ihr die allerecht Monday Night War folgt mat Tropas an die best Highlights bis 2008 war dat eben gewircht ja war zu ennger froh mam Monday Night War war de sto noch face die spannend Matcher eng Rock aus den Screwjob den Vince McMahon get Mr. McMahon das sind seg Heelroll du hört das sind aktiv Fernsehers das war Ministry of Darkness Corporate an das ja not einfach an das den net den Vince McMahon sein egent Mädchen ein forward gelos huet vom Undertaker das eng unholy marriage zwischen dem Undertaker an dem Stephanie McMahon an dass du sie was den als große Retter komme so han Albumkreiz hung ja das ist, ja das war ein bisschen an der Natur gewirrscht von die all guten ob das die was sie nachklappen was war noch gewirrscht war der Witsch Moment zum Beispiel war dem Kurt Angle sein Milkgemania von man Müllech von rauskommen sondern das war zur Zeit wie WTW schon von der WWF abkauft ging aus wo sie die Fan hatten der Lions gegen WWF woher man Müllech wo rauskommen sondern ganze Lions man der Müllech voll gespritzt hat man Müllech tut den voll gespaßt hat Bayer durch das klingt nee Rock gewircht nee dat war den Du de Dumpster Joe war den Dr. Death Steve Williams war den Isaac Yankem gewircht ja war tatsächlich den Dr. Death Steve Williams gewircht fand so es war der Steve Williams stimmt see what I did there ja aber weißt du fertig Steve Williams darfst du durft Steve Williams heschen aus dem Ring Dr. Death weil Dr. Death Kinas den Territoire also angefangen hier war eigentlich ein Territoire wo Steve Williams auch betreut hat ja an weißt du wie sie dann ob den Steve Austin kommen sind okay ich fand Jan weil den Real Pain wie sowieso Jan du inspiriert gewischt du schwarz durch den Dr. Daphne ne also durch den also die was weil von Austin Texas gekommen also das adoptiert auch gewirrscht nee. Okay nee. Ich kenne den Tipp guckst du Nitro aktuell nein wir haben das Geld und die Mittel 6 Millionen Dollar man 40 gehecht Steve die nach Austin also Austin ja. gemeint weil von Austin Texas kommen aus Victoria Texas Victoria Texas ja. Nee mehr war hin aus tatsächlich den Nummer aus von der Serie vom Colonel Steve Austin hin
wo könnte Stone Cold hier dat mis awer verrewessen de real Fang McFrost Fang McFrost nee min net mat zinger wisst wat Fang McFrost aus nee klemm soll man noch weiter Jan wisst wo hier könnt nee ich komm du mal net trop naja Stone Cold also Charakter für so Serial Killer an WWF Creative Team hat ihm eng Lucht gefoxt mit den schrecklichsten Limit muss aber die muss gesinn hat von war Fang McFrost und war nach Otto von Schnappes an hin oder eng Dokumentation gesinn hier war der Killer verhangen auf jeden Fall könnt eng Demos fra ran an hat gesagt trink dein Tee before it gets stone cold. Yep. Okay. Dann da wisst ihr doch das. Ja. Das ist schon DVD. Okay, dann mal. Ja, schon vergiss das leider ein DVD und gell? Ein Feier DVD Set. Aber nicht vom Stone Cold. Ja, Nimmer von dem. Ja. Ja, nee, ja. Nee. Tatsächlich von dem, wo man schwatzen, den Stone Cold hin aus sieh mal ehrlich, den Hauptmotto gewirrscht von der WWF-Demos gewirrscht. Ganz klar. Also Gesicht. Wäre tatsächlich das Ganze eben nicht so gewirrscht, wie es wäre. Was tatsächlich bei der WCW-Demos war, geil, die hatten nicht ein paar Leute gehabt. Sind pur Misten hun, weil gegen die Stone Cold und sie kommen gegen die Gimmick, wo sie sich wirklich vom selben entwickelt wird, wo wir ja ehrlich sind, oder? Ja. Den das wirklich denke, komm, wann du? Und sie tatsächlich müssten mit Story kommen, was du beim Stone Cold ja nicht müssten. Du bist ein Wichser, schaßen dich, du bist platt gemacht, fertig. Ja, du hatten sie tatsächlich auch so wen, die kann da vielleicht stehen, 22 Sekunden braucht, wie die Leute zu besiegen. An dem so andere Leute noch rundherum tanzen am Ring und dann könnte Chris Jericho singen Musik. Der Goldberg. Sie hatten den Goldberg. Der Goldberg war hier in Stone Cold. Weil die New World Order aus Nego Hallutin, der hat vielleicht noch kennt damals. Das war den Kevin Nash, a.k.a. Diesel, den Raza Ramon, a.k.a. Scott Hall, und noch den jenseits beliebteste Wix, beliebten Terry Hulk Hogan. Das war Terry Bollea. Ja, den Hollywood Hulk Hogan gewinn an der NWO ja gehecht. Ich kann nicht die Haut noch mal gesehen, ja, whatever. Oh, ich wieder ein Sänger, so. Ja, so schön. Und da hatten sie tatsächlich dann ihre Fights gehabt, mit der WCW gehabt und das war Jahre gegangen sogar. Ich meine 2-3 Jahre, meinst du? Ich schon täuschen. Du waren Outsiders und du hast Gold bekommen, das Ding als gescrewt gehen von der New World Order, von der Wrestling New World Order, nicht von der New World Order, die Leute mit der Radschuhe, nicht die. Wer die Rapperin? Ja, in der anderen auch. Nee, das dann wäre fuck. Ja, N-word with attitude. Ja, und du hast tatsächlich die größte Legende am Wrestling rauskommen durch das Ding. Das Ding, als die größte Wrestling-Legende wurde gesagt, es ist nicht der Bret Hart, es ist nicht der Hulk Hogan, es ist nicht der Undertaker, es ist das Ding. Kann ich darüber debattieren, das ist auf jeden Fall okay, debattieren. Hulk, also den Undertaker, das Ding darüber lässt sich da wirklich diskutieren, weil hier Gimmicks ziemlich ähnlich sind noch. Also dass den Sting natürlich wie die Crow ausgeseit an den Undertaker eben nee, das Ding wird so gefährdet wurde ein Corporate zu leiten. Undertaker auch? Nee, ein Corporate aus einer Firma. Den Dingen wird TNA geleitet als GM von der Story etc. pp. Nur durch irgend von ein auch abgehalten am Wrestling und aus mir kurz getrüppelt, weil den Undertaker nicht möchte. Und du winkst also. Ja doch, aus mir kurz getrüppelt, die Wrestling nach dem Ramiro. Ja. Er schafft einen in der Ramiro, aus der Klasse vom Wrestling.
Ja so gesinn assen net. Okay, ja, Bon. wie sie schon Thema ja? wéi huet den okay ich probéere lo die froh entwie so zu formulieren oder dat der fleisch drop kommt Froh die Jan fitecht. es schmeißt se einfach an der Raum erwähnt wees de kann so Ich Jlech das gift net frohen wéi a wo huet dem Monday Night War eigentlich ugefangen auf wie wat das passéiert dat am Anfang WCW gegen WWF gegangen sind Quoten. einfach ja mich hat gerne wissen mich spezifisch Sommer war so fahrt den Winsberg man gingt dat hat Turner gewircht ja das du eben hältst der Money ja wenn kann man Sendung besser holen also lo WCW also Monday Night Nitro gewircht oder war eben Monday Night War okay sich ein bisschen enger Story Matchplay we Story vielleicht von der erzählen nicht so also, komm go get it okay. Kann ich ziehen dass ich alles so ja ich froh ich fand vielleicht lo das spezifisch ob lo direkt den nur kommen wir auf einfach ich hat vielleicht gerne den Monday Night War geguckt die DVD diese 4 Jahren rausproduzieren mittlerweile 100.000 Dollar gemacht aber schon die Story am Kopf gehalten Twitch von den Eric Bischoff so einem Meeting mam Turner Sopraner vom Fernsehen Demos war WWF Monday Night Raw aus schon gelaf a WCW war irgendwie so irgendwie selbst aber während dem Meeting aus dem Ted Turner kom gesagt Eric wat muss man für Competition mat der WWF zu gehen Eric Bischoff total unfibrit op sein froh gesagt, what the fuck do an gouf mal Prime Time dat möchte bestimmt net Ted Turner guckt Eric Bischoff guckt aus eng an so river sein TV Produzent also gouf dem Eric 2 Stunden meine sowas op TNT oder TNN oder wie auch immer gehecht huet TNT voilà. Also Anfang so kommt total out of the blue and that's an Eric Bischoff real life story auf jeden Fall da so gezielt ja das der Fakt dass es geht nimmen Geld das klar wie den Million Dollar man immer ja everyone has a price ja geht also ja. Geht also. Ja schon jo tatsächlich so ein klein Löscht wo wie de Ranking vu verschiedener war ja es war relativ eng Zeitchen war komplett Joer lang das kein dumme zu wo wie Joer lang wo tatsächlich Dinge gut nicht zu lachen hat Pandan als klein Pandabieren das ja, schwenkt das recht ab 95 gewicht wo WWF ugefangen hört also mehr an den Ratings mehr an Blut zu klammen wie WCW nee wo sie umgefangen ja, Ratings zu kommen dat war wirklich 98 aber da ja sie WCW war vom 20 das 5. 96 bis den 6. des 4. 98 das heißt 2 Jahre ja nee, ja. Bald 2 Jahre gell bald ja bald 2 Jahre wirklich auf Platz 1 wo tatsächlich als live klein Pandabieren nicht zu lachen hatten also ich weiß nicht wo die Löschle hörst mir was auf Wikipedia Monday Night War sagst dann hast du ein sauschein Tabelle all von 95 95 bis 2001 und das wirklich immer so du hast dann immer Raw Lied wird rot aber Nitro Lied wird blau anders wie du siehst du scroll so rauf und dann so high ab
96 da ass eng wo ein wo Raw ja 0,1 méi huet mir fir de recht blo Wenn man ehrlich sind muss man die mal zielen nee wann Ja. aber dann du guckst dann gëtt immer alles rot Ja. das fix du die Längsrei aus blo an dann gëtt die Rätsrei rot ja wirklich ab dass es 26 Oktober 90 was die letzte Köier wo die WCW irgendwie etwas zu so hat ja und wo du sie noch- vier waren und dann sind sie wirklich aufgeschlossen an ja und auch nicht mit Melle gehabt aber wann ihr guckt ja die Trading aus tatsächlich auch richtig aufgegangen an ja, zum Beispiel als Dinge Leute bisschen interessieren für Ratings was bisschen erschreckend fanden wo dann eben WCW die Rating von 2 hat an Dingen an du dann lief Pandabieren man denkt 3,3 das 1,3 Punkten Unterschied what the fuck der kann ja nicht ziehen oder 1,2 zu 3,5 1,8 what the fuck zu 3,3 sind ihr die letzten Ratings sind wirklich schon noch traurig ja an sind ihr historisch gemacht Geld aus wahrscheinlich gewircht Storyline war auch nach ein Jahr müssen so kann man eben nicht 4 stellen aber am große ganzen also ein Ära gewirchte ich meine die muss immer lief tun für eben verschiedene Sterne wo haut so existieren eben die dann zu feiern das kann so einfach Wrestling war noch nie so hot wie dem und werd wahrscheinlich auch nie mehr so gehen wird viel Leute so ja mehr war mein wie ist du dann überhaupt die ganze Zeit mit der Wars erlieft du weil schon immer viel im Fernsehen ich will so nicht mehr wie gesagt sind immer ein bisschen durchnehmen wat für im Sender rein mir das wie du siehst ich mein vor Bertel 2 und halt ob der Saft wohin sich die zwei Sachen konnte ranzählen Ja. der RTL 2 halt hat wir wann der Saft hat WCW tun die zwei Seite kommt gucken oder ja es war so ja Haben dann waren tatsächlich bei der World Fucking Federation bei der am WC Wrestling war tatsächlich beim der Saft wie bei diesem Ruf mich ja mich sonst nass so, und der falsch. kann Reklammen ich kann mich erinnern ja das war all Werbeblock war immer so Sachen und kann der Hund hat geguckt nee tja whatever. Lommel froh bei den der Jan war zu der Zeit nicht dran méi wett Let's Play Hand op Herz Team WWF oder Team WCW demos immer WCW okay du stinkst Wichser WWF Real Pi dat voll lo wie du sest wie dat erlieft hun es hat genau dat hat den Kollege den Hardcore WCW Fan mal war ich war WWF all the way man all the way schon mal danach geguckt war mir war ganz klar ja dat war der Mann das ist ein guter Life die hut Stone Cold die hut man Rock oh mir hat nicht Stinger mir hat nie Goldberg Ah, mit die Goldberg nach mir voilà, Goldberg war so demos war de Goldberg hat na okay weil op manst aus dat Joer und unbesiegt war méi op mans Dono ja einfach Matscher hat die mail lang wie 20 Sekunden gegangen sind ich bin so irgend etwas Fastling Weißt du wat mein Lieblings Goldberg Managers dat wo de Steven Regal gesucht hat, nee ich lebe schon auf de Boden du Arschloch ich weiß lo rundrum nicht rundrum man ich weiß jeder wie dumm ist der Boss ich weiß nicht wie dat Backstory du gehen doch so Gerüchte einerseits so und Leute hat Steven Regal gesagt dat so gesagt hat hier seht selber auf nee das war ich meine hin keine Geschichte gezählt dat hin nach du mehr saufe waren hin den voll verstanden oder whatever ja du musst schon näher leben du musst verlieren hier soll verlieren hier soll es näher leben muss wo unbesiegbar ist kein Problem hier muss statt so hin hört ja voll halt nicht nur denen nur der Minute diese vielleicht angeplant hatten wenn ein richtige Match
I'ma take you to school, boy. Ich meine, das ist so. Ja, aber wenn man einfach ehrlich in Hand auf Herz, dann wenn Schuss allein um dem Wrestlerisch geht, zieht der Goldberg die Kürzerin. Absolut. Ja. Mich hat immer gegen die Regal, gell? Die Regal an seiner Top-Verfassung gegen in Wrestler an seiner Top-Verfassung. Und immer vom Wrestlerischen, wirklich vom richtigen Professional Wrestling, gell? Weil das so aus. Ja. Du zieht den Triple H die Kürzerin, der Rock zieht die Kürzerin, der Stone Cold zieht die Kürzerin, der Brock Lesnar zieht die Kürzerin, der Sami Zayn zieht die Kürzerin. Nicht. Wen? Absolut gerade nicht. Gegen die Gold, also gegen die Goldberg, siehst du Leute sehen die alle Kürzer. Nee, gegen die Regal, also in der Top-Verfassung. Ja, Also okay, in der Top-Verfassung. ja. Wenn man was Ja. Wrestling geht, richtig? Ja. Du kann den Toe stimmen, ja. Yes. So gut, der Lesnar zieht die Kürzerin, weil der Lesnar halt kein Match aus, mehr lang, wirklich nicht Wrestling permanent, gell? Lose Wrestling, was Regal möchte. Und der Regal könnte ein Ironman-Match machen, ich wollte eine Stunde sogar noch mehr lang. Der Shawn Michaels bringt nicht fertig, Bret Hart bringt nicht fertig. Und Dean Malenko wäre von denen gewirrscht. Und danach, das ist mal auf der 1000 Toads an der WCW und dann hast du dann WWF übergegangen. Wow. Das ist gut nicht, was ihm gemacht hat. Ja. Bei den Radicals waren dann, wo sie hier Kontrakt hatten, sind sie heel getrennt, dann sind sie die Jagd geschlossen. Bei den Radicals, das ist tatsächlich eben eine Gruppierung, was der WCW rübergegangen ist und WWF. Und Ja. der Föderation. Das war Perry Satt, dann gewesen Ja. Chris Benoit, Eddie Guerrero und neben Dean Malenko. Ja. Und den, wo Yes. tatsächlich am schlechtesten drin aus von all denen, wo wirklich aber mega Publikumsliebling war, der Mond, war der Perry Saturn. Ja, Der aber Perry das war Saturn- mit dem. What the fuck? War das nicht gewirrscht, dass hin nur Mob gekust hat? War das nicht so ein 10 gewirrscht? Ja, ich mein- dass du nicht mit dem konnten aufhängen und so teilweise ging die einfach nur die dümmste Storyline, die man können für dich ausdenken, da musst du Mob kussen und dann du durch das hier noch gestempelt haut. Ja, aber der Perry Saturn hat tatsächlich Muskelmasse verloren. Zudem an ihn aus irgendwie krank und zeigt halt wirklich aufgefuckt aus. Stellt dann als ja. Die Story von Perry Saturn also current Perry Saturn wie ein How das als das ist traurig. Hier wollt irgendwie ich meine hier gut ein Kurel an Deal vom Gehirn oder ein Genick irgendwie so etwas, weil hier wollt ein Überfall vereiteln, wo zwei Typen wollten eine Frau vergewaltigt. Ja, und wenn du sein Crowdfunding müsste machen, für seine Doktorrechnung zu bezahlen. Ja, weil hier ein Krankheit tut, wohin permanent muss geröntgt gehen und nur geguckt gehen. Er war ja auch eine Zeit lang verschwunden, viele Leute gedacht, er wäre tot. Ja. Weil er komplett am Düssel war und, ja, auf der Straße geschlafen und Drogen holen und ich weiß nicht was noch alles. Ja, aber okay. Ich weiß nicht, dass ihn so schlimm Druck gewirrscht Doch, also doch, dann noch immer Ja. Nee, von ihr guckt eben wirklich so wie ich noch an Erinnerungen bei dem wo nonschau wo Raw eben Monday Night Raw war der ganz eben die Warrioren do war gut kein Wellnesspolicy am Menge nahe gewirrscht. Nee, das ist am Allgemeinen. Nö. Das ist nicht Das eine ist aber- Wellness Policy, das ist am Allgemeinen ganz klar ein Thema am Moment, als die Film hat Concussions anheuern. Du. Ja. Guck das ECW und mir hört kein Matten, mir sind keine so Pussys. Ja, du fährst einen Halstraining Roster oder tot. ja. Ja, und not anderem von denen wo noch lieft zum Glück aus Sabu und das Sabu dat war ein what the fuck Ja, mit denen, Ja. der gesagt aber auch, dass wir so gesund aus. Den hat noch nie gesund ausgesehen. Ja, mir lo gesagt, Merci. ja. Ich weiß, mir lo gesagt noch schlimmer aus. Ich finde, das ist normal Wrestler. Das Und ist dann möchten total auch immer die extrem Stunts von dann Seel steht, dann am Stuhl an dem Bein, dann auf verfehlt. Ja, da verfehlt, ja. Bocci. Was Ich fand ja gut mehr, voilà. Tamagotchi. Das- Okay, erklärt mal de Leute wo nicht mal Wrestling Hut hun wat Botschen relativ Botsche Mania an Eva Marie zu summen hun gemeinsam hun klärt dat mal op lieft Das Jan, ist du! Eva Marie kann nicht wresteln, aber Botschen, das fandst es dann verfehlt eben.
zum Beispiel Ja. du fängst so, zum Beispiel selbst wie de Mist dann den nie sing van Silo zum Beispiel Tür Ring an he muss se opfänken die dann sprang so mal so es haben wie sehen springen die wat trang se meinst du de Misswehr am Stand den opzufänken Schwester okay de Miss hallo net den die Brett. gesinn ja dat och als an enners net am Stand fir Leiit können opzefänken dat is die Hummer op de Boot so dat das Team dann scheiße egal da is hin mat fallen dat het dann dat ze net grad so hart landen méi so opfänken dat bringt net fertig dat war so an Eva Marie dat das einfach eine waste of talent Eva Marie aus Botsch hue sech der Botsch huet eng Viper Form ugeholl an der West also pass auf, Eva Marie der Titan aus engem Video wo ich geguckt und der tun schon unverflo geklaut war das die größte Botschwut WWE geil wat an der WWE ist wo jemals geschieht das der größte Botsch so nicht direkt dem Eva Marie Vertrag zu gehen wie zu resten gemeint Szene kommen ja eben wo de Brock Lesnar versicht du Immunzoll zu machen nee ich weiß noch nee ich weiß noch reden war doch mal Brock Lesnar zu den dat war wie hin de Big Show gesuplex so dann Ringer seiner Zinnen zu Summe gebracht gewirrscht das Gebot dat war just eben drin wo ja dann sagt man kann ja Big Show what the fuck nee only kack es sind 2 Elefanten stehen op engem Ringcorner an suplex den anderen als mit vom Ring kack ich froh mich wat voll passiert dat war bestimmt creative Team wat soll man net froh mich wat passiert okay Leute hatten ja Spaß tatsächlich 2 Elefanten wie an Ring ja wie versicht mal Technik machen zu losen mir machen mal so ist suplex vom Ringsel guck mal was geschieht wirst Physik vom Ring scheißegal Moment das ist eine gute Idee will ich noch nicht erzählen das bist du stark Moment hat gemeint gehst heute Gold das nur an dem oh yeah nee für Leute die nicht wissen I smoke weed every day so was er ungefähr rüberkommen und das ist tatsächlich dann ich meine ein Stichpunkt wo wir da im River kommen ja ich wollte so kann so triggern man den next wars nee ich versuche immer das Night mit dem alle bis zu koppeln dass da aber auch Leute geil in Dingen kreieren genau schon froh ja sommer NWO wer du gefangen wie soll so gut funktioniert dann Nash aka Diesel aka Fake Undertaker an de Scott Hall aka Razor Ramon Bad Guy wo tatsächlich am Gefängnis war weil in der Schuss wird aus versehen hust Moment ups die hat nicht was Spoiler die waren tatsächlich ja bei den Kommentatoren abgetaucht bei Nitro und du kommst ja wir sind Outsiders wir sind die größten Stecher von der Welt wir haben tatsächlich in dritt Benji frei von uns und wir okay was war du fängst die Idee von den Outsiders was sie nie wirklich gesucht und mir war Leute gedurcht weil das kein Internet das kein Sache für nutzen sich die Idee war ja eigentlich stay dass sie gesagt und mehr invaden ja. Und du hast die 2 Leute die gerade von der WWF rüberkommen sind ist auch viel natürlich gedacht oh, what the fuck WWF invade WCW ja und das war general Idee daran hat aber wie gesagt das kein Internet rein du also nie WWF gesucht wir sind einfach gesagt wir kommen nur rüber und wir holen this is where the big boys play ja, look at the edge diff ja weil Jeffrey sie bekannt wird das ist tatsächlich auch dann die 10 Hut erinnert und Alundra Blaze war doch abgetaut das aka Medusa wird sein Titel an Pubel gehalten wird bei der WCW gell ja und die 10 war genau Schiffrin Hut hat kannt und du kannst okay was geschieht da lo und am Endeffekt tut tatsächlich bei ein bisschen Bullshit gemacht ein bisschen Bullshit gemacht
Und no haben sie tatsächlich auch Matcher gehabt und natürlich fair gewonnen. Entschuldigung, ich hatte am Hals. Und no hatten sie tatsächlich dann den Pay-Per-View Mr. Real Pain mal so, weil die weiß ich nicht mehr. Ich Six-Man gehabt, das war dann Steiner Brothers. Bash at the Beach. Weil Bash in the Beach hat mit Steiner Brothers an Luger oder Sting an Luger. Oder Sting an Steiner Brothers. Wie war es? Schon dick. Ja, was für Match meinst du, Lo? Ich meine, das Match von Hogan rocken. Genau, den habe ich schon gemeint. Das war gemeint. Bash at the Beach und das war kein Six-Man, das war einfach ein normal Tag-Team-Match. Das war der Sting und der Macho Man gegen den Nash und den Hall. Nee, es war ein Six-Man gewirrscht. Es war ein Six-Man gewirrscht. Es war ein Six-Man, weil sie nämlich so tun, ja, wir eben nach einem Mystery-Partner an Hai, nur die Motto, die kommt nicht drauf, wen das, bla bla bla, und ja, mein Hogan aus dem Schuss vom Match einfach rauskommen. Ja, weil Six-Man. Oder war hatte sie noch Sechsten? Ja, das war Six-Man gewirrscht, weil Hogan eben schon abgetaucht ist, und dann hast du Hogan abgetaucht, seiner Kleidung, bla bla bla, egal. Singer weiß singer roter Box an gelen T-Shirt gelen Top I'm a real American okay doch das recht sie hatten von Bash at the Beach 1996 ja und du war yes Randy Savage Lex Luger an den Sting und du yes du aus Eisen Dingen gell an du könnt nee da hast du Eisen und du what the fuck und du so ist ein WO entstanden eben für drin war aus tatsächlich den Taschelmästel den die Pipapo die bla 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 gewirrscht ja und als Faktoren aus der New World Order Guinness war Schrott für die Storyline war es gut ehrlich gesagt für die Story war es gut gewirrscht das was du hatten aber und das wahrscheinlich hält noch schwer zu suchen die größte und beste Gruppierung wo die Emotionen am Wrestling ganz klar an der große Punkt große Selling Point einfach war du von den Hulk Hogan weil hier war sein ganz Leben lang immer Babyface er war mir von den gute ja ich weiß aber schon zu seinen späten Zeiten an der WWF ausgebucht die mir der Wind war einfach zu der was ein Schlag für so ein Abend genau da tut WCW geholt und gesagt hey wisst ihr was wir holen den do dieser Leben lang immer die gute war wo kann dabei kommen sind dann take your vitamins say your prayers brother am solo scheiß auf Connor scheiß auf den vitamins brother das ist low base und der könnte mich alle gut ja und du hast den Hogan noch so lang den der WCW World Heavyweight Title gehabt und wen hat man aufgeholt wie weiß das? Gold ja was gefeiert kind du noch ja Ring war zu klein gewirrscht kann mir guck mal du Statik vom Ring funktioniert komisch das Match selber war ja auch das war Fakt von Monday Night Wars für WCW wir werden dem auch du kannst gucken Demos waren Pay-Per-View am Anfang nicht so gut weil das meiste ist wirklich Welt halt the War war weil du hat wirklich jeder probiert hat best Maines rauszubringen und das war der Faktor von einem Goldberg Hogan Match 700 wenn ich auch noch seiert ist da den nee und dem Match annonciert der Freude für run bei Thunder ihrer B-Show Thunder aus die nicht Donnerstes kommen oder Donnerstes das war Heat sie 100 Match den Hulk Hogan wrestelt für den Titel gegen die Goldberg noch undefeated und dem Moment ja und, ja das ja stimmt aber von du guckst eben an der Zeit wo eben der New World Order eben abgetaucht sondern du hast einen Blut gegangen du hättest auch gefangen und wie gesagt die Sache mit dem Ring wo du zusammen gekriegt hast beim Henry und Big Show den Joint sind auch schon Jahren alt den auch schon über 15 Jahre alt weil irgendwann ein Jahr als sie Kraut geraucht gehen und das macht der WCW die unmögliche Storyline zusammen kommen wo ist der gedacht
nicht nimmen Kraut mehr auch abs Schlimmeres war schön von Kraut mehr so einfach Gift Poison Ja. Finanzstaat Poison Ivy? Batman? nee, Vince Russo Ja, okay. Moin Leven VSV Band DK. Bonjour. Winke, so lecker moin zum Band. Salut. Gut. Euban. So Ja, gut. ich hatte gestern ein bisschen Reklam gemäht kann noch. Ja, gut. Ja, der Vince Russo ist tatsächlich Gift gewirrscht. Mann. Moment, wir sind eierlich. Denn Dusty Rhodes, gell? Die war auch Ja. tatsächlich am Creative Team dran gewirrscht. Das war nicht schlechte Kommentator, mir war auch Ja. noch am Creative-Team mit dabei Ja. gewesen. Ja. Ja, frag. Da kann ich nämlich tatsächlich gucken. Ich habe für Jahre einmal gesehen. Hier hast tatsächlich auch an der WCW, von der WCW geht. Und du gesehen, dass normalerweise auch hat Creative Teams war, gell? Und du gesehen, dass tatsächlich unter anderem, wenn noch tatsächlich auch Grieche fand, Vince Russo und tatsächlich auch nach den Dingen war man dabei gewirrscht. Das erklärt vieles, hier woran TNA war gewirrscht. ja Hm. Erklärt ihr ein bisschen, oder? Was meint ihr? Ja, am Anfang von TNA war hin dabei gewesen, wo der Vince Russo noch mehr breit war. Der Vince Russo war ja nie schlank gewesen, aber da war wirklich fett. Ja. Was man so eine WCW auffällt, wie kann das im Suchlo auf Wikipedia für WCW sehen? Hier das Logo, wo sich schon geändert hat. Die könnt ja schon nach rund Logo erinnern, eben das Normalton, was das bisschen mehr extra. 2000 haben sie auch ihr ganze Stage wie Logo Ja. Und sich, ja, das tut tatsächlich auch gewiesen, wie sie da weitergegangen sind. Und ja, das gerechtfertigt gewesen von ihren Dingen hier. schon hat um die 2000 Logo zu ergreifen Ja. ja. So sein Stage hat und diese gesehen hat das war eine coole Idee Ja. Nee, wir sind aber trotzdem noch irgendwie ein bisschen mehr gehen an der WCW, weil sie verschiedene Leute, wo dann gemeint haben, ja, okay, da muss man heim machen, muss man da machen. Etwas, was schon der WCW nicht gut fand, tun sie 150 Milliarden Titel gehabt. Was dann der WWF zum Beispiel nicht war. Oder, leider schon falsch, der Herren. ja sie hat zum Schluss halt Leute so Cruiserweight Tag Team Titles oh yeah Ja. Six-Man Tag Team Ah. Title, also what the fuck. Bei Skillermol ja, von den prestigeträchtigsten ever als natürlich ein Television Title gewirrscht. Kann so weiter will. Tag Team Title. Von den dümmsten, das tatsächlich den WCW World Six-Man Tag Team Champion. Den hat sie aber hat sie kurz angestampft. The World Heavyweight ja in der Reihe. The Women's Cruiserweight. What the fuck? Serie Ja. wie lange hatten sie in einem Woche Nee, EO hatten sie. Serie Ja. Dann United States Tag Team Champion. Der Fakt, dass es schon ein Kass hat, wo dem gekämpft ging. ein Kasse Ja, ich war elf Leute erklären Ein war elf Karten, der ausfindig schon immer Filmerruf Druck gespielt hat, an nur der 100 KO Qualität noch gelost. Er hat ein Kass hat. Defektisch. Ich hab's gesagt. Ja, wie gesagt, das war dann United States Tag Team Champion. Also hat WCW nicht durch einen Hardcore-Titel gehabt. Dachten hatten sie auch WCW Verloren Hardcore Champion. Sie hat zwar nicht so lange, aber sie hatten aber ihn. Ja, sie hatten den WCW Intercontinental World Heavyweight Champion. Fand mir den Fehler beim Intercontinental World Heavyweight Champion. Ja. Real Pink, du der von dem Fehler von Clift. was soll ich dazu so was soll ich dazu wirklich so Also, kein Kommentar. Klärt Leute auf von Clift. Wenn wie wir da falsch sehen. Intercontinental und World. Wie war's? Ja. Jan, du kommst mal durch hier. Kannst du nicht einfach, du kannst ja nicht Intercontinental, kannst du nicht einfach, kannst du nicht nach World ansetzen. Das ist doch kein Ja. Sinn. das kurz gesagt wie wollen sie so ein Schullo ein Welt Europa USA a Kanada Titel Ja.
Das wäre dann USA, Kanada, an Europa aus an der Welt. Das ist genau wie wenn du siehst Wüst Sahara. Wisst ihr, was Sahara heißt? Sahara ist Wüst. Wüste. Ja. Genau. Langes Wirsch. Okay, ja, das dann von an der NWR-Zeit, an der NWR-Zeit. Der NWR-Zeit, lass mal einfach noch mal ein bisschen, lass mal aus. The Cruiserweight hatten sie hatten The Cruiserweight Tag Team. Nee. Das hätte ich doch schon für du genannt. Das war den Titel, den ich zum Schluss noch so angefordert habe, für 3-4 Wochen. Vielleicht den Mond. Ja. Der WCW Light Heavyweight Champion, das könnten ja auch Cruiserweights gewirrscht sein. Den hatten sie schon von 91 bis 92, hatten sie schon, what the fuck. Den Hardcore Champion Titel, den hat sie nur später aber abgeholt. Fand ich ein bisschen schwer. Ja, das war selbe Zeit ungefähr wie den Cruiserweight Tag Team Titel. Den United States Champion, also an der Reihe, darüber. Ja. Den Titel. Ja. Den Titel lass ja nur noch mal dann viel werf, die war gerne gewirrscht, also den WCW United States Championship. Ja. Du kannst sogar eine Anekdote noch zu dem, du willst kennst du sogar wissen. An der Zeit, wenn tatsächlich eben die United States Champion war, gell, den als meistens du noch immer World Champion gehen, gell? Ja. Okay. Wen hat den Titel an huet net fertig respektiv gut Chance net, weil se Potenzial net an dem gesinn hun. Et war ein extreme Superstar. Er war verletzt gewircht, dann du hast net losgin. Wären sie immer Verletzung? Ich voll Austin so Ja. Austin. Ja. Ja. Wieso ist er extrem genannt, weil du noch DCW gegangen hast? Ja, weil ein extrem Superstar war. Ja. Ja. Superstar Steve Austin. Ja. Und, Stunning Steve Austin. ja. Hollywood Blondes. Ringmaster. Oder. The Ringmaster, ja. Ah, Gott. Ja, ich weiß, Ja, die Lachke schon die Diskussion gern mit the worst Gimmicks hat schon die Ringmaster ja genannt. Ja. Ja, doch. Ja, Weil ja, das stimmt. ja, Ja. Me du no Steve, also Stone Cold Steve Austin kann man alle gut so der beste Gimmick. Definitiv. Du... Ja. Also darüber zu diskutieren, das ist Nö. definitiv der beste Gimmick ever, gell? Ever be the same again. Drink it in, man. There you go. Ja. Was, ja, was... So noch für Werftiteln holen, die gerade so furchtbar Titeln dabei, gebe ich so, oder? WWF hat den Light Heavyweight Titel gehabt, wo den Gilbert, nicht der Goldberg, mit der Gilbert der längsten Titelträger war. Weil WWF ja gemeint hat, ja okay, dann machen wir mal den Gag mal der dann setzen wir einfach so einen 1,50 Meter großen Typ an die war tot, 50 Kilo schweren Typ hin, den dann deutlich tätowieren und ob sie erst den wese schnitt, den noch ein Glatz hört, dann am Ende den einfach Gilbert. Dann beginnt dem einfach den Titel, den Light Heavyweight Titel, dann am man hin zur längsten Titelträger den Guinness. Nee, die längste Titelträger kann den nie gehen. Wie lange hat der Titel? Hat Eva zwar den gewischt den Titel am längsten hat. Ich hatte ein Gesicht gehabt, ich stand auch wer weg denn. Ich war vor zu dem Tyrannisch das Skin. Nee, wenn das Frauen Women's Championship mit 27, 28 Jahre? Das war Fabulous Muller, ne? Ja. Da wingst, und der Bruno Sammartino hat den über 7 Jahre lang gehabt. Ich zweifle das bis den, ich meine, Bob Backlund hatte besiegt für den Titel. Was nicht, was? Nee, der Kozlov hat gewirrscht. Nee, nicht der Kozlov, den, wo er gestorben ist für kurzem, der Rusto, wo der russische König hat. Ja. Nikolai Volkov. Nikolai Volkov, genau. Den hat er besiegt. Ich habe doch gemeint, der Backlund hat noch ein besiegt. Ja, der Backlund hat doch irgendwie so ein Garten mit der Backlund. Das ist tatsächlich auch so ein paar Dinge gewirrscht. Das ist tatsächlich auch an der Zeitung gewirrscht. Man schon nicht täuschen. Chicken Wing Crossface ja. Man Blatt hart am Handtuch. Nee, ich hab gedacht, nee, Junge, wer muss das sein? Der Junge ist über sein Zenit raus. Los zu begrüßen.
Los begrüven einfach. What the fuck, was so das Problem? Ja. Nee, sie hu jo misten. Okay. Da gucken wir mal, was hatten sie? Ja, den Heavyweight, dann WWE Champion, dann den Undisputed Champion. Ja, das Ja, habe wie ich den jetzt immer gesagt. wie den WCW-Titel an der WWF-Titel war ja den Chris Jericho, der bei Vengeance den Rock an den Austin an der Sauerstand nur besiegt hat. Ja, wow. Hui. Ah, Storyline. Ja, schon- das hat noch Sinn ergeben, weißt du, weil wir Ja. haben 2 Titel an diesen an 2 World Champion und dann machen wir Ja. die zusammen und dann nennen wir einfach Undisputed. Judith. Wie sie das ja irgendwann einfach im Fall gelassen und gesagt haben, ey, WWF Champion. Oder WWE, Demos. WWE, ja. Ist nur dem den Triple H bei WrestleMania gegen Chris Jericho gewonnen hat. Dort bei War 2002 hatten den also der Spinnerbelt war ja. Ja. Ja, haben sie ja den Titel angefordert gehabt. Ja, es ist nur tatsächlich List of WWE Champions. Es ist eigentlich mit ihren dümmsten Dingen, die dümmsten Titel, wo sie sind. Weil WWE war nicht besser gewirrscht an ihrer List. Sie sogar noch überzeugt. Ich habe eigentlich auch von ihnen gesehen. Ich muss Ich kann es auf Anhieb nicht. Ich muss auch erinnern, was du wirklich. Wie gesagt, den European Champion. war. Was? die European Champion. Ja, Wo Amerikaner gedrohen haben. Ja, und dann? Das ist einfach für zu repräsentieren, so in dem Sinn. Das, nicht weil die European Champions. Ja, kannst du so, und ja, für eigentlich nur für Europäer, aber. Ja. Ja, schon gut von für einfach die Region zu repräsentieren. Weil wir haben einen US Champion, dann haben wir einen European Champion. Ja. Wo tatsächlich von den guten Championships aus, wo sie ja noch rausgeholt haben, dann war der Cruiserweight Champion gewirrscht. Ja. Der Ja. war gut gewirrscht. Ja, den neuen Titel, der gefällt mir überhaupt nicht, den sie da haben, den von 205 oder wie Das ist auch nicht. Ich bin Ja. froh, dass es nicht einfach nur ein fucking Logo aus, weil Ja, das lohnt echt ihre nicht, wie alle- World Title an ihre Ja. Universal Title an hier 2 Women's Title ist hier wirklich ein Witz. an Tag Team Das Titel Marketing. sind auch Das ist zahlrecht. Das ist einfach nur Marketing. Das ist einfach nur, das kannst du darin, den an die Hand drücken, irgendwie Shaquille O'Neal oder irgendein Sportler, der hat kein Foto gewesen von irgendeiner ganzen Equipe, die WWE dann ihren Titel geschickt hat an das Reklam. Das ist einfach nur ein dicke Belt, wo groß Logo drüber ist. Wie wenn es der richtige Gürtel hast, wo, was weiß ich nicht drüber, so wie den Allen, WCW, NWA, World Title, wo du siehst, von wem hast du das? Wenn du den neuen WWE-Titel gesagt hast, dann frisst du nicht, von wem hast du das? Wenn du das frisst, dann hast du einen Mal verdient. Okay. Den Real Pain hat ja gesagt, nee, die WWF hat keinen Dummtitel gehabt. Ach so, Intercontinental Heavyweight Championship. Das war den Intercontinental Championship, nachdem was immer so genannt. Intercontinental Heavyweight Championship. Intercontinental Tag Team Championship. Okay, das. Du hast. Ja. Ja. WWF schon nicht- Junior Ja, Heavyweight wieso- Championship. Light Heavyweight Championship. Ja, Ja. das ist ja da, wo ich gesagt habe, am Gilbert, ja. Den haben sie einfach angefordert, weil WCW Cruiserweight hat, also sie wollen da natürlich nicht Cruiserweight Get kein Light Heavyweight, jetzt get Light Heavyweight, roll up. Ja, das ist ein Gewichtsklasse. Das ist so. Ja. Und Heavyweight, das dann, wer das dann? Schwergewicht. Es gibt ein genau unter ein genau Zoll, die das bestimmt, wie ist der Light Heavyweight, respektive Cruiserweight Boss an wie nicht mehr. Ja, okay. Die hatte im WrestleMania 19 eine ganze Storyline darüber, während der Matt Hardy den Okay, war hier Demos Light Heavyweight und Demos war man schon eine Cruiserweight heute. Okay, pass auf. Wo hier eine ganze Storyline rundherum aufgebaut hat, ob sein Gewicht drauf zu halten, für den Titel zu halten. Pass auf, hey, ich schon das Beste für das Beste. Ja, Geil. vielleicht kann er meinen. Ich frage mich, wer zu den Verb auch gesagt haben. WWF World Martial Arts Heavyweight Champion. Wieso ist er noch gesagt, weil es dem musste Ken Shamrock und den Steve Blackman hat. Bergmann hat den, ja. Wir haben 2 MMA-Wrestler, kommen wir mal einen MMA-Titel. Whatever, wie gesagt,
WWF wird auch dumm Titel gehabt genau für CW und das tatsächlich für der Kraut geraucht ging aus geil da so kleinen Exkurs was von Titeln verschiedene hatte können ja als nur gucken nur forschen und das ganz viel Kraut geraucht gehen ja mit das aber so gut dann tatsächlich an der Zeit von Nitro H war WCW tun sie tatsächlich WCW gute Kraut geraucht an WWF hat Kraut geraucht das war schlecht das war mischt gewusst okay so wat WCW gut gemacht hat dann WO ja an WWF hat einfach das Problem sie hatten muss hier New Generation ihr halt an Attitude Era kommen sind New Generation war halt genau dat war doinkte Clown dat war Crush mat segem Surfer Gimmick dat war den Giant Gonzales dat war ein Undertaker den singen Mofen Händchen an den komischen Dingens gewrestelt huet et war mehr cartoony und war mehr reflektiert dat wat wenn Therapie Era gemacht und wat schon ein bisschen Trick geschraubt tun mit waren einfach sau dumm Gimmicks waren mega farbisch überdriven kannnerfonsche Bullshit dann dat net mir funktioniert an den 90er für allem weil er einer Zeit war an genau do winst als Attitude Era so gut gewirrscht weil dat einfach mir realistisch aus war natürlich auch der WCW verdanken ass weil sie von der Manu gefangen sie hunn die Kevin Nash an den Scott Hall geholt angesot die sind net mit Diesel an die sind mit Razor Ramon die sind Kevin Nash Scott Hall ja Matthias rich nehmen genau an dat war einfach dat wat ausschlaggebend war an der Person dafür war der Mann net vor weil die zwei so gehen den sich verbessert tun weil dann WCW dann gemacht und dann natürlich gesagt, oh fuck wisst als cartoony Bullshit funktioniert nicht mehr so wir brauchen mehr Leute die rauskommen und die einfach so ein hi sick fucking Gimmick a sick Character a sick Klon es sind Stone Cold Steve Austin ja es sind den ich schaffe für mein Geld Punkt wen waren die zwei cartoonhaftest wir lassen Denklo raus geil weil den offensichtlich ist aus der WWF sie ganz genau zwei am an zwei sind no tatsächlich Rivergang bei WCW und nun ihre Gimmick geändert dann tschüssen Farben okay nicht so nächt den Ultimate Warrior ja ich gebe so ja der war cartoony mehr also ein Gimmick vorhin aber nicht so kammerfreundlich nee ja war von der Farben die cartoony bla bla den zweiten Brad the Hitman Hart alles rosa Google ein Max Moon de Max Moon wen aus der Max Freck ja Moment ja ich kann den ja nun seht mal etwas Freck ja den hat zwar Kostüm gehabt jeder Google Max Moon und dann siehst du mal du kannst mal nicht so nach den von den Farben steht oh ja der Max Moon der Max Moon wie war was könnte aber bekannt für Max Moon du weißt mir heute den Dingen und den Conan anscheinend ist schon die Foto anscheinend war hin mit dem Max Moon war aber Max Moon war eine andere war der Paul Diamond gewirrscht ja genau okay, was tut ihn überhaupt da recht nada oh da die waren World Tag Team Champion und der AWA waren kanadanischen Champion Central Champion Continental Champion Mountain Wrestling du liest die Titeln op und du siehst doch selber Pro Wrestling Texas All-Star Texas United States Wrestling Association International Wrestling ja lauter prestigiös Titeln ja den Haut nach der schwarz ja so man Leute sind Titel durchschwellen du läuft dazu Titel dran zu weit zum Teil Leute ja wat gi machen wann den schwesterte Kampf méi wie 2 Joer gang so mal wer 5 Joer lang gangen werden er interessant gewircht schmengen net
Na irgend van fährt ausgelutscht gewicht also sie werden immer Storylines der Problem war ja einfach den WCW konnte schon entwickeln sie hatten dann wie an dat war ihre Goldirsel an sie haben den Goldirsel einfach ausgeschlöscht aber wie die Goldirsel an engen Stallstörung total verhindert an das gibt einfach nach Kurel weil das traurig wo sie aber noch mal weiter gemacht aber wie dat bis fertig war hat sie nicht mehr der Toste ganz klar gesehen dass am Jahr 2000 dann wir tun das ich mein interessiert weil war River sie sind einfach nicht weiter Brot und das war genau dem Moment wo WWF aufgehoben hat aber so Teil hat schon jahrelang den Aus den Rock Triple H Chris Jericho Mankind etc. Ja Demos sind nicht nee. Die Generation so ja, wo sieht WCW überholen war ja schon Michaels ja mit die Generation X ist tatsächlich von den Zuchtpferde von der WWE gewirrscht ja aber wenn jetzt die Generation X richtig aufgehoben wie die DX Army gemacht wie schon Michaels raus war nee schon ja gefeiert 4 Drohnen war schon der Faktor das war aber die Zeit wo sie verloren na, wie gesagt schon so viel schon gefeiert an war schon do ja ganz klar ich will nicht so die Generation X war nicht und schon Michael ist natürlich das war ein wichtiger Punkt wie sie angefangen und sie gewonnen die Trading abgegangen sind du war schon Michaels so das wird schmengen dort lang Post gehabt ja war ja eigentlich retired war ja da wat van ein rumkom gewicht dat sei bei Armageddon 2000 wie war hier de special guest referee am Ironman Match zwischen dem Rock an Triple H war war ein faster Tisch wohin halt der Commissioner war ja von der Corporation der Sheriff ja. Ja, kurz op der Win zurückkommen okay. Ja komm holen okay. Gern ja. Okay Vince Russo aus der WWF von River kommen ja an dem muss ugepriesen als den Typs wisst ihr hindert all die Gimmicks gemacht hin der Rock gemacht hin der gemacht hin gemacht bla wieso wird der Russo an einer gewisser Quantität aber an der WWF funktioniert an der WCW nicht weil kontrolliert Ginas genau weil an der WWF du hast den Vince Russo an der Vince McMahon der gesagt hat Russo du sonst viel gefilmt die lascht 10 Ideen geh schluft dich aus komme respektiv das immer 20 Idee kommen an eng von den 20 den Vince gesagt holen wir während an der WCW kom also guck mir schon es sind den Typs also gesagt ja wenn's du ne go get it an du hast an der Problem einfach vom Russo war der das absolut Jim Cornette ich weiß nicht ob da viel Cornette Podcast oder einfach Sache so guckt weil ich von Jim Cornette das Meinung ist Meinung außer immer nicht immer richtig mehr hört gut Sachen noch gemacht immer so die Oldschool Wrestling hin das NWA das Smoky Mountain Wrestling wo doch gegründet und die selbst oder oldschool den Problem vom Vince Russo aus war immer gesagt aus der Vince Russo als Key Wrestling Fan du hast besser gehabt der Vince Russo an eng Fernsehsendung an eng Soap oder so selbst zu setzen wie Wrestling Business weil er keine Ahnung vom Wrestling will Show an das war von der Probleme wo nimmen drum gangen aus Ratings mat schockanten Sachen wie ich verfle kurz wir können wir müssten Herr nur ein Ball bisschen um Detail überschätzen David Cat gewinnt Titel ja Vince Russo auch für einen Worten Titel ja an schon kein Lust opgelöst an Stil so sehr wie Major Strever go get it der Problem wieso TCW schlussendlich komplett untergegangen ist waren unter dem Vince Russo Title Switches der WCW
World Heavyweight Title aus am Jahr 2000 an ich will ein Killer der Rotwert ich muss werden wie die Löcher aufscrollt am Jahr 2000 selber wieviel Mal hat der WCW Titel Hand gewechselt ich mein, den hat an engem Mond 10 Mal gewechselt gehabt Moment so mal einfach eine Nummer für ein Jahr was denkst du oh. Also für was für den Zeitpunkt da sind von einfach das ganze Jahr 2000 ganz Jahr 2000 ja oh. So mein 100 Mal einfach nur mal an den Raum geschmissen. okay du hast weit überschoss was Aber mal überlegen es gibt so in den sind 250 Wochen sind nicht kann sogar sehen dass eventuell bei Fan denke du zwischen tippen ob kommt 25 Mal das hast du gegoogelt nee definitiv okay nicht. Mein Ding ist so schnell wie das ist ganz klar 25 als 25 Mal okay 25 Mal wie gesagt ich gehe eigentlich sehr drüber mein Ding Januar sold out aus ein vacated gehen Chris Benoit hat ein Dono an dem selben Event gewonnen bei Nitro aus der vacated gehen am Januar 24 Nitro ist Fishes hat gewonnen Januar 25 Fonda aus der vacated gehen Januar 25 Kevin Nash Fonda hat gewonnen Januar 25 Fonda Fishes hat gewonnen Title Switch an enger nörscht Nitro Reboot am April 10 vacated all Titel sie vacated gehen April 16 Spring Stampede Jeff Jarrett hat gewonnen April 24 Nitro DDP April 25 Fonda David Arquette May 7 Slamboree Jeff Jarrett May 15 Ric Flair May 22 vacated May 22 Rümmen Jeff Jarrett an enger nörscht vacated an gewonnen gehen May 23 von der Kevin Nash May 29 Ric Flair May 29 Jeff Jarrett mein Titel an enger nörscht Juli Bash at the Beach Booker T August 21 Kevin Nash September 17 Fall Brawl Booker T September 25 Nitro Vince Russo 2. Oktober vacated Alderem an den 2. Oktober Nitro Booker T an dann November 26 Scott Steiner denen dann bis Final Nitro gehalten wird seriös wie war das so oft vacated gehen dumm ja. What the fuck? 1 2 3 4 5 6 Mal vacated gehen ja ne weil wann es nämlich Schluss oder mehr ich gesagt das unlogisch sorry man denkt 25 ein gut Dinge weil nämlich auch dazwischen bei Thunder Wirselen wann du just bei Nitro hast für Wirsle los sind wie tatsächlich Women's Champion an der bei Raw vom immer der Wirslen gell vom Charlotte Flair da wäre ich doch vielleicht ob 10 oder 15 kommen allerhöchstens wie der Thunder dabei war Heat hast du noch Heat gehen oder Dingen dann da wäre es nicht so heiß gewirrscht was sind dann überall gewirselt was mir sagt so lomo gelutscht muss bis von scrollen hai da, ja das Fernsehen ich verstehe fährt die so oft wirselt es sollte Vince Russo hat keine Ahnung von Wrestling an dem Anfang TV schon Anfang mit zack gewisse Title Changes es war mal mega schnell Matcher war noch mega schnell und immer die Screwjobs ist war einfach vollgepackt so viel dran wie geht Controversy Title Changes wir brauchen alles 5-6 Mal in einem Moment verstehst du und das war einfach wie den genannt Car Crash TV okay das war einfach nur Chaos das war einfach nur Anarchie so ein Prinzip wo sie haut immer so du weißt nie was du musst ausschalten weil du weißt nie was passiert an hin und dat geholt an dat und extrem getrieben mit wie weit sind tatsächlich was war denn am April wusste du hast den 6. April sind alt Titel vakant gehen
das war Reboot, das war wo Eric Bischoff mein Jo rumkommen ist. Why? Wie war's? Weil sie an der Toilette waren und einfach gesagt haben, was machen wir lo? Oh, Reboot. Also sold out, Alles neu, alles frisch, obwohl nicht wirklich. Einfach nur Nitro, dumm. Nitro, Nee, Thunder, Nitro, Spring Stampede, Nitro, Thunder, Slamboree, Nitro, Thunder, Nitro, Bash in the Beach, Nitro, Fall Brawl, what the fuck? Dingen, Nitro, ja, aber ich look aber recht mit meinem Thunder. Ich hatte recht. Nee, seriös. An dem, wo es geklatscht hat, das war den Jerry-Show gewirrscht. Was? Der Jerry-Show. Kennst du Jerry-Show? My List! My List! Was hat der für gelöscht? Den WCW-Titel. WC-Titel. Ah ja, für an der WWF, ja. Ja, der WC-Titel hat er gelöscht. Der letzte WCW-Champion an der WCW war der Booker T. Mhm. Das ist der Booker T. Ja, er hat beim Final Nitro gegen Scott Steiner gewonnen. Okay. Ja, An nee. engem, ja, Final Nitro. Das holen wir uns da doch für zum Schluss. Ich hoffe, nicht Final Nitro vielleicht noch so ein bisschen im Sinn. Mhm. Schreibt er doch verhaldert. Ich ist noch ganz gut, was du aufgelaufen hast. Ich weiß doch den Entree mit den Kerzen, wo du raufgucken, gell? Was? Der jeden Entree hast du war ja ein Typchen an schwarz mit Kerzen, wo du von der Decke raufgucken, gell? Und mit der Laufschaltung. Meinst du das? Nee, du kannst schon nicht tun, was, ob das Lo raus was. Das Ding? Der hat keine Kerzen, der war in einem Raum, wo Baseballbats hin und her geschwungen sind. Ja, Wenn Baseballplatz gehört hat, er direkt all Trottel gewusst, wen es wäre. Das ist wenn ich Sledgehammer gesucht Wo soll ich da von Kerzen auf Baseballbats kommen? What Ja. the fuck? Wie zu verdienst du Boss? Oh. Aber das ist doch vom Plattform auf. Hier war an einem komischen Raum, wo Baseballbats hin und her geschwungen sind. Ja. Und du ein Erdbeben gewesen wird, wird er gestorben. Ja. Ja, dann der letzte Match tatsächlich war den Dinge gewirrscht. Der Flair gegen das Ding. Das Ding. Okay, also analysieren wir mal Final Nitro. Ja. Was war das Problem für Final Nitro? Das war ein Problem noch für Final Nitro. Es war bei einem cooler Platz gewirrscht, bei einer Speech. Am Dinge, wo sie schon Optisch. Ja. über Jein. Wasser. Optisch wird es cool aussehen, wenn man ein Caps anders war. Andererseits ist da sind noch ein fucking. Kaffee. Da sind noch. Da sind auf einem Stand mit einem Urteil rundherum, wo vielleicht ein paar tausend Leute rundherum stehen. In anderem hier Location, wo sie hatten tatsächlich auch schon ein oder zwei Mini-Events hatten sie doch schon gehabt, wenn ich mich nicht täuschen. Ja, sie war schon da. Ja, und Panama City, manchmal. Panama City Beach, irgendwie so etwas. ja, weil ich schon Dinge nämlich cool fand. Ich schon den Location, wo sie da hatten, die war mega, sorry, ich schon sie cool fand. Ja, mei, guck. Du hältst das und du stellst das hin und du weißt da denken. Und der sieht vielleicht, okay, cool. Dann hast du Summer WrestleMania 3, 90.000 Leute, und du setzt das hin und Sommer wird mehr impressionant als gesagt. Ja, okay. Das merkt mich. Es ist schon echt dagegen, dass du die Location cool findest. Es ist schon noch am Anfang witzig von so, aber ein Pool und was, ja. Nee. Am großen Schema siehst du dann aber so. Wo steht ihr da beim Parking? Was ist das? Okay. Anderes Problem für Final Nitro. Es war gehelles gerusht. Matcher waren alle Leute so. Durch. Ich meine, Ric Flair gegen Sting war noch das längst. Und das war gerade mal so 10 Minuten. Da hast verschiedene Matcher, die haben nur mit 2-3 Minuten gedauert. Vorher, wir haben so lange gewirrscht. Ich habe gesagt, verschiedene Matcher waren 2-3, vielleicht, ja. Ich meine aber mehr nicht. Ich meine noch, der World Title Match hat er 6 bis 8, das ist doch immer. World Title Match. Ja. 6 bis 8 Minuten. Noch immer Ja. wie lang wie wann de Goldberg ein Titelmatch hört. Ich bin zwar etwas so un. Nö, standard. Ich weiß nicht, was du meinst. Nö, also schuld op nicht raus. Anders einfach nicht noch den traurigen Stand gesehen von dem, wo sie waren.
kein Hogan, kein Nash, kein Hall, kein Goldberg. Ja, an zu guter Last. Matcher waren also mehr kurz. Die waren also mehr kurz. Weil man für den Endsegment vielleicht mehr gepusht sollte. Ja, das auch, also Moment war doch zu dir gehabt. Lebt? Also es hat doch Moment zu dir gehabt. Ja. Also die letzten, ja. Sie waren der Vince McMahon-Segmente. Ja. Weil die immer dazwischen waren. Und die haben es mehr lange gedauert wie fucking Matcher. Während der Vince McMahon beim Fernsehen so ein Apple gehst oder so. Wirklich so scheiß. Und Anfang, ich meine, ich habe das ganze Ding geguckt, so, Match, Vince McMahon gets his coat. Match, Vince McMahon eats an apple. Match. Also weit. Ja. Das regelrecht eng 10, wohin einfach durch den Gang getrippelt. Ja, das. 3 Sekunden wird Vince McMahon durch den Gang getrippelt. Die 3 Sekunden haben eigentlich ein Match beifügen. Bon. Ja, 3 Sekunden Match, ja, so eine Reihe. So in Süß. Ja, das hatte ich nicht beifügen. Vielleicht. Da wären wir 2 Minuten rausgefischt. Ja. Es war alles ein Spotfest. Weit war aber mehr der Moves, es hält überhaupt nicht. Und ja, go. Title Change, Match, Win-Segment. Ja, und das war Final Nitro. Und tatsächlich, der Final Nitro zum Schluss war tatsächlich ein What the fuck, weil das so geschieht. Ja. Wieso man also so das wäre ich zwar, das hat ein What the fuck Ending war. Here comes the money. Das war wirklich okay. Wie wer vor den Opka wann den de Schein ass daneben du hinkommen so hey, wat lift wie man dann eng für sich eng Story draus zu drehen obwohl es war schon dort war eng Liga an der Liga so geil sie hun ja noch probiert mit hue ja den Numm war gift den Numm war gift wollt kennet mei da sie probiert hier an egene WCW Show zu machen mei et war kein Fernsehsender den nach voll packen war okay so WCW oh ne dat wollen man noch im Sender hun man dummer dat können man irgendwie TNA bekannt für nee Impact ist ja ja nee Impact geht TNA geht TNA geht nämlich genauso wie tatsächlich WCW nämlich geht Jeff Jarrett wird ja tatsächlich viel mehr Mitspracherecht an Dinge geholt am komplett Segment. Ja. Den so Liga an Jeff Jarrett. Ja, Global Force Wrestling. Ja. Ja. Wenn du guckst, tatsächlich, wenn Haut ein Parallel darüber Gifelo und Zehen, du hast dann als Kampf mit Pandan, als Entertainer wird du noch gehen, du hast WCW. WCW also nämlich gehen. WCW hat von der NWA, gell? Also von der NWA entstanden, aufgesplenkt, das WCW gehen, gell? Du hast NWA tatsächlich dann bei TNA gegangen, gell? Und TNA sich aufgesplenkt. Ja, das ich hatte NWA sich aufgesplenkt, für dich so zu verkaufen. Ja. Nämlich aber die sieht irgendwie die Dinge, egal was du bringst, auch von Stulo tatsächlich wie TNA auch eine Zeit schon gut warst und noch den Halle gefüllt hast, von 200 Leuten an der Halle drauf waren und Leute Ticket geschenkt gesehen, ja, kommt gucken, weil tatsächlich auch ein Fakt das. Und ja, du hast auch kein Hulk Hogan tatsächlich nur eine Regabs-Kontrate, kein Dudley Boys an High und ja, voilà, das ist parallel. Du hast schon den richtigen Punkt gemacht, mit die zwei haben dann am Anfang ein bisschen gesplittet sind. Und TNA hat auch rekreiert, also dann haben den Vince Russo und Eric Bischoff an den Hulk Hogan an Boot geholt. Wo viele Leute gesagt haben, wieso holt der die 3 Leute an Boot, die für den Untergang von der WCW verantwortlich waren. Ja. Aber wenn du ganz genau hältst, wenn nicht Vince Russo schuld tun, den Ted Turner war schuld tun. Wie nicht Vince Russo engagiert? Wie nicht Geld gehen? Ja. Punkt. So, das genau nicht Eva Marie als schuld, dass es botcht. WWE als schuld.
hat den Titel hat tatsächlich eben den Titel so hey, was gibt du darfst Mod wresteln du darfst du hast Titel als Wrestlerin du darfst ich mein, schon noch nie Wrestler gesehen gesagt hot aus gesagt geil aus ja das ist schön Absolut. Frauenmensch. Gut uns Das gucken. ist aber auch alles ja Punkt Station kein Talent sie viel weibliche Schwestern wo kein Talent und wo sie Okay, eng Sache ging ich ihm noch. Etwas war das gut von ihm aus der Gimmick. Einfach einem eng dumm, arrogant Bitch. ja. und du mal Die, schon mega gehabt Die einfach nicht mehr Nuclear Heat gut, wie es echt kein Morgen war. Und einfach so, ja, ist die nicht Teufel zu wresteln? Haha, ist die noch schön ausgesehen? Und like, buh, fuck off. Und dann hab ich wohl so, okay, das ist ein guter Charakter. das siehst du respektiert dat Punkt Weil ich fand den Charakter gut. Hat kann nicht wresteln und hat kann am Anfang nicht wirklich irgendetwas außer gut ausgesehen an halt ein dumm Bitch sein. Der das gut möchte. Weil ich meine, vielleicht ein bisschen am Blut Fleisch gewesen. Ich kann natürlich nicht persönlich. Ich will ja auch nicht. Viel am Detail gehen, ja. ja das ne mir aber tatsächlich an dem Fall du kannst dem just mit Turner Schuld genau wie du WWE Schuld kannst gehen du kannst TNA Schuld gehen Das ist auch Dixie Carter wat bei TNA viel Media gemäht hat ja das Storyline gewircht das hab Storyline das genau wie wann ja Vicky Guerrero war tatsächlich Stoff hier verantwortlich dass den ersten Titel so oft gewonnen wird an so unrecht natürlich ich kann den Titel nicht gesehen nee die sind tatsächlich Leute haben du ein Creative Team wo das möchte an ist von der ehrlich beim Dixie Carter tut auch den Fangren Dra gehabt geht geil sie Creative Team haben Dr gewirrscht an geil Im Endeffekt total auch Rechnungen bezahlt, ne? ja und wann sie so guckst ja es war schuld und aber mir auch Creative Team Prince Russo respektiv den Dingen sie nur Aktionären immer nach Bord an Ja, noch viel anders, wie du siehst, dass die Roads Dutchman Tell, sie hatten auch ein paar neben dran, wo du siehst, okay, wie ist das denn nicht gelaufen mit denen? Jim Cornette war eine Zeit lang am Creative Team dabei. So, ja, Jim Cornette ist mehr cool, das ehrlich und ich respektiere seine Meinung. Aber wenn Heinz so schweift nach dem Ohr, wenn er so, ja, nee, fast ECW war scheiß, die Attitude ja auch scheiß, muss alles sehen wie Demos mit dem Midnight Express und dem Hollywood Express und dann alle fucking Expressen, den Tram Express. den Tram Express zu Start. Das ist Jim Cornette, das ist so, wo ich darum nicht mehr sehen. Ja, ich meine, das gesagt, die Vince Russo incorporated hat bei einem Interview, wo ich muss sagen, ja, das auch von seinem Nachschlag, also noch von seinem nicht gesehen, alles schlecht und dem aus, egal, ob er Gott von tut oder was auch immer. Hat ein Kehr bei der David Arquette Sache. Ja. Bei denen bei einem Interview, also das war so Q&A, und die gesagt, ja, was ist David Arquette, what the fuck? Und der gesagt, ja, lausch da mal, wie ich die Idee genannt habe, war ich an einem Raum voller Leute. Und du hast keinen abgestanden und gesagt, nee, das können wir nicht machen. Ne? Ja. Das muss in ihm los sein. Ja. Etwas, was ich aber auch nicht verstehen, wenn Stars sind Titel gewonnen, generell, wenn Stars an den Wrestling-Ring klammen ist, wenn lo eben Profi-Footballer geht, okay, das an der Reihe, den hast trainiert. Wenn lo eben Basketballspieler alias Shaquille O'Neal geht, was ich nicht verstehen. Whatever, mir wie gesagt, wenn ein Profi-Footballer geht, verstehe ich das nach. Mir fand's dann, nennen wir einfach mal einen so, Neville an, wie ist da, kann man dabei setzen, in Hut ja sein Finish Move, Red Arrow, wie kann man dabei setzen? Nennt man mal evangelist. Steven Amell. Ah ja, The Green Arrow. Seriös? Ja. Really, nigga? Ja. Geil. Wow, cool. Hin aus ein super Schauspieler. Hin Was?
Ich schon mal die Match nicht angeguckt, ich schon mal die Promo nicht angeguckt, das hat mich null interessiert. Satz Leute, die noch wrestlen können. Punkt. Snooki a WrestleMania. Ja, da habe ich voll nicht gerechnet. das sagt was. Hey, ich schon der beste Witz von all den Reality-Stars, wo am Wrestling ist. Der Miss. Merci. Merci, Jan. Merci. Ja. Der Miss. Der Miss ist ein Witz. Der Miss ist ein Witz als Wrestler. Nee, sorry. Sie machen bei den überbewerteten Wrestler. Okay, Nee. auch von Lohita verkrähen. Ja. Ich gebe ihm noch den Respekt, der Zeit aber geschafft hat. Auch von Saulo nicht ein super Wrestler ist. Auch von Sau total einseitig ist, an den was er bringt aus seinem Hollywood-Arschloch-Gimmick. Alles anderes fehlt hier los. Me, der Witz war der Sache, ich schon damals The Real World geguckt, wie hier da war, wie hier drauf war. Wie hier rundum gelaufen ist, jeder gesagt hat, ich gehe in den Wrestler, ich gehe in den Wrestler, Ja. Aber wer lacht halt? Der Miss. Jana lacht. Sommer mal so, der Miss hat es weit Bruder an der WWE. Für einen schmalen Tipp, wenn das WWE-Champion gewesen ist, als wie viel Mal Intercontinental Champion, 5 oder 6 Mal, und als United States Champion, und als mehrfach Tag Team Champion. Ja, ich gebe ihm den Respekt, mir dann zeige ich aber ein bisschen ein paar Schritte nach anderen so, aber ja. Hier am WrestleMania Main Event gegen John Cena, das war. Ja. Du hast ja noch nicht mehr gewonnen, weil The Rock ja angegriffen hat. Ja, what the fuck. Ja, für die Film, die Match zu promoten, once in a lifetime, weil da war zweimal, weil da war 2 Matcher waren. Nee, guck mal, weil das bei Miss, just kann wirklich, ich auch recht, wo ich auch neidisch drauf sind. Ich weiß, verschiedene Leute, so, wie kannst du, ne, man? Sing fragt Maurice. Oh ja. Oh, Putain. Ja. Oh, Putain. Absolut. Oh, Putain. Das hat ähnlich so, okay, nice. Aber die Reise. Wer hat das gemacht? Ja, hier ist sein Karriere, wer hat das gemacht? ja, scheiße auf sein Karriere. Bitte, wie kurz der Bitch. Das war eine schöne Frau. Maurice kann auch nicht wrestlen. Du siehst mal. Nee, absolut nicht. Sieht gut aus. Das ist auch für den Look, ja, für den Look-Story. Ja, Punkt. Bella Twins sieht gut aus. Das ist schon nur noch ein Highlight. Okay. Ich meine Melodie, weil den Entrance-Theme war schon selbst so von. Nee, kommt mal Roman Reigns. Nee, los hat sie. Nee. Das gut ausgesehen, aber kein Meter kann wrestlen, aber auch eine Zeit lang fucking Champion war. All eyes on. Ich brauche eine Sirene dabei. Candice Michelle. Das ist Witz, das. Wenn das Musik nicht kennt, googelt es vielleicht ein kurz. Oder googelt sie nur. Ja. Die Film-Song. Und da kann man tatsächlich dann, wie gesagt, wir versuchen uns Spagat zwischen neu und alt zu machen, dass die Leute doch ein bisschen interessiert sind. Aber wissen, ich würde immer schwätzen. Wenn es laut Attitude Era hält, geil, respektive oder Raw, von den Raw-Dingen etc. pp. Wie viele Frauen hast du, wo gewrestelt tun? Aber wie weit war eine Frau, was den generell du gewirrscht? An der Attitude Era. Ja, da war das noch nicht wirklich da. Auch bei WCW, gucken bei WCW, wie viele Frauen hast du gewrestelt? Das war plus minus non-existent. Ja, bei der WWE war es existent gewesen, aber ja, okay, und die Frau, wo wrestlen, das passt schon. Sieht gut aus. Du hast Sunny. Bra and Panties Match. Ja, du hast Sunny. Oder man sagt dann da irgendwie am Schlamm. Ja. Kiddiepool mit Schlamm abgefüllt oder Pudding oder so etwas, ja. Ja, wie gibst du so am Anime oder Manga, das war Fanservice? Ja, absolut. Das ist wie klein Kanner, wo da kommt. Ich will nicht gut, was geschieht aus. Dank der Schere. Ja, ich meine, Bereitschaft für sich. Nee, sorry. Dann schläft was ab wie WCW, wo es gut nicht bringt. Geil?
und das straight durchzieht, sind tatsächlich Medusa Gold alias Alanda Bliss, geil, wo River kommst, wo er wirklich null gemacht hat, also eine Reihe. Wie wann der Standard bis hun, wie Frauen, wo dann halb Platten, obwohl. Okay, Matchplay. Obwohl. Nitro Girls. Ach. Ja, dem DDP sing Frau, als ja, oder sing Manager, als ja bei Nitro Girl gewirrscht. Ja. Ja, was hat was du wohl zu? Wrestling ugepriesen, wir hatten auch fucking Nitro Girls. Ja, aber das war ja Show gewirrscht, das war Show. Sie sind nicht gewrestelt, das war Show. Das ist eine Reihe, das war schon eine Reihe. Okay. Nitro Girls waren berühmt gewirrscht. Es waren Cheerleaderinnen, es waren fucking Cheerleaderinnen, wir waren es ja nicht. Ich fand auch nicht verwerflich, wenn du Cheerleaderin Hölzgeil hat für Schicks an, wenn sie ehrlich was du nicht viel von Nitro Girls gehen, per Rapport zu den Wrestlerinnen an der WWF-Demos. Die waren nur gedauert. Man kann schon mehr daran erinnern, wie den Kevin Sullivan nach meinem, also wie Nancy nach seinem Manager war, wie das halt so gedauert war. Ja, das man mit locker Lieder. Ja, aber du kannst auch mal am Golders kommen, dann mit seiner Frau, mit Dingen. Ja. Kannst auch dummer da kommen. Ja, aber du hattest Golders locker Lieder. Du hast ein Match gewirrscht, hat auch tatsächlich an der Era, da war dann Golders, gegen Shawn Michaels, und das zerstopsen in das Kostüm un. Das ist nicht das Schlimmste. What the fuck? Wie schlimm ist das? Ein vollen BDSM-Outfit und genau mit einer bullernder Schniss an dem ganzen anderen Rest. Nee, mir aber, wie schlimm ist das? Oder, lass mich so, wie gut war der Promotion-Move, gell? Von dem Match, das Schludach kannst du noch erinnern. So Sachen vergiss ich einfach nicht. Es gibt ja die enge Story, ne? Vom Goldust. Hier wollt einerseits zu einem Moment, wo den Charakter so an das Müll gezogen hat. Hier wollte sich im Moment lang Brust implantieren los. For real, siehst. Für was nicht? Was bringst du da aber gesagt, ja, nee. Ich meine nicht. Und das ist einfach mal dein Süd rausgekommen. Ja. So, sagst du Lin Gold hast oder mein Leben, was wie hier, das die Run, nee, wie ist denn? Dustin Runners. Ja, geil. Sagst du Lin, geil? Du bist schon 1 Kilometer zu weit. Und du willst noch mehr weit gehen, wo den Abgang, wo den Anfang hast. Nee. Komm mal ja als Lin, wo mir hier stehen. Ja, hat Gold, das kennt bei, also den Dustin Runnels kennt bei Podcast für sich sehen. Oh ja. Nee, ja. Weil wenn du guckst, alle guten die People aus der WWF-Ära von dem ganzen Krieg, die sind auch noch bekannt. Geil? Ja. Aber wirklich, wenn ihr seht, ja cool, der das den. Und das ist gut, dass schon mal das von der WWF aus, geil? Weil die Menschen, die dann eben dann gucken, die sind zu jung, wie sie zu kennen. Weil sie nie richtig gesehen haben. Hol der Lummel aus der WCW. Sting. Lex Luger. Sting, Goldberg. Ja, Lex Luger, weil Lex Luger tatsächlich auch rein kann, wie wer vor. Ja, okay, und da fangen wir an. Chris Jericho. Ja, mit einer aber richtig bekannt gehen an der WWF. Okay, also in der Reihe. Genau wie The Big Show. Genau. Und das ja, aber Alex White, das deutsche Wunderkind. Moment, ich habe was Besseres. Disco Inferno. Vergiss den wie ist denn den Fandango, Fandango. Vergiss Fandango. Nee, das könnte eine andere Sache sein. Fandango. Oder wie der Chris Jericho sieht Fandango. Ja, und dann ist schon wahrscheinlich, gib mir ein fantastische Go. Fanta, go! Ich bin am Frigo, weißt du? Muss aber sich kommen. Nee, ich hab Pepsi rausgeschotzt aus der Reihe. Okay. This podcast is a presentation by Fanta and Pepsi. Ja, aber das ist Konkurrenz, du Spaß. Das ist doch bloß. Ja, ich weiß.
Fanta ist ja tatsächlich Coca-Cola Coca-Cola. und ja, zu Fanta gibt es eine Story, die erzählen ich noch nicht, die kann ich euch gerne am Game-Café erzählen. Okay. Ja, wie fand ihr überhaupt den Stern aus? Gut, googelt hat mal nur an, dass sie da erstaunt. Ich meine, die trinkt wahrscheinlich kein Fanta mehr. Man schiebt so Dann nicht soll viel. ich mir Big Sauer 4 drin hier statt nur lesen. Ja, so eine Lang für drunter, stimmt, ich kann auskosten. so eine Tanu, wo wir fertig sind. Das ist eigentlich wirklich, das ist geschichtlich, also whatever. Ich will die wirklich noch trinken, Sommer 20 noch nicht. Sommer Ja, wird kann sie trinken, die Zeit ist sowieso rüber mit dem Sozialismus. All eyes on. Ja, nehmen wir aber generell alle gehen die Stars, wo es der Hass wirklich 99% aus der molischer Zeit, die sind an der WWF sind sie berühmt gehen, Hanno. Nicht an der WCW. Ja. Kommt Clint mit Rey Mysterio. Nee. Nee, ich gehe da ganz recht, weil das war von den großen Problemen von der WCW. Sie kein neues Star gepusht, sie kein neues Star gemacht. Weil sie hatten Hogan, Nash, Macho Man, etc. All die schon von dem die nicht, was auch für eine Zeit lang cool war, dass die frische Wand konnten. Aber ja, weil das von der Wand mal anfängt mit stinken. Ja, aber guck mal, Jeffrey was kommt. Ja, aber wie gesagt, Rey Mysterio unter der Maske gab's. Huhu, schon hat der WCW schon an die Maske gesehen. Huhu, ich weiß, wie das ausgesagt. Ja, das ist ein Video von uns aussteht. Geil. Ja, nee. Nur eine ganze Zeit ohne Maske. Ja, mal sicher. Voilà. Das ist kein Geheimnis. Ich weiß, wie den Typ ausgesagt. So. I don't give a shit, dass er Gimmick von hört. Das ist feine Leute, oder so kleine Menschen mit Teufelshaare. Rot mal, wenn er das. Vince Russo? Ja. Vince Russo, den feinen Leute wrestelt für Cruiserweight Tag Team Championship mit Billy Kidman. I'm a Kidman. Ich hab's getrunken. Für die Beitzeiten. Wir können ja wohl gut zustimmen, dass der Vince Russo einfach Cancer von Wrestling ist. Ja, definitiv. Los sind ich verfilmen wie Twilight, Harry Potter. Hat doch kennt ihr sehen, so langweilig wie die Sachen sind. Ja, okay, also an der Reihe passt. Wo man die auch noch gedisst. Ja, der Vince Russo kann doch noch verschiedene Sachen hier im Land am E-Sport organisieren. Okay, und man die zwei auch noch gedisst. Aber das ist der Vince Russo kann ja. Uwe Boll Filme machen. Oh ja. Obwohl, den noch gedisst. Moment, obwohl den Boll, gell? Ja. Den Uwe Boll, den hat mit all seinen Filmen keinen Verlust gemacht. Der frisst sich scheinst du Wien, da die war fertig. Ken hat irgendeinen Trick gemacht. Nee, ja, genau. Der Deutschsteuergesetz. Ah, ja. Der Deutschsteuer, das wird machbar gemacht. Just du winkst. Okay, ja. Whatever. Nehmen wir aber mal ein bisschen zurück auf das Ganze. Aber es sind wirklich 0 Stars aus dem Ganzen rauskommen schlussendlich. Außer die, ich wusste, zwei Hände kann so aufzählen. Aber wie gesagt, der GoPro an das Ding aus, die ersten die du wirklich kannst sagen, die sind an der WCW gemacht. Aber Sting hat sein NWA-Background mehr, so mal so, das richtig groß gehen. Nee, es sind noch 2 Stück. Ja. Den lebt nicht mehr. Und den anderen wollte ich nicht lernen. Und die waren mehr berühmt, den war mehr berühmt an der WCW, wie an der WWE gewirrscht. Das ist der Steven Regal. Die war mehr berühmt an der WCW, wie an der WWE. Ja. Okay, aber hier war nie auf dem Level von all den anderen Leuten, die man gerade gezählt haben. Ja, das ist an der Reihe. Ja, wir waren mehr berühmt da und da. Und ja, mit Steven Regal und hier und da. Und ja, ich keine Ahnung. Und der, wo tatsächlich an der WCW schon berühmt, an der WCW schon berühmt war der Chris Benoit. Die war demals schon berühmt gewirrscht. Jein. Und in hat sein Status quo wirklich schon Mengen an behalten an der WWE. Oder WWF, mit dem Kampf in der Panda, wie der immer will tun. Du hast seinen Status quo behalten. Ihn ist nicht mehr berühmt gehen, ihn hat den Titel gewonnen, bla bla bla. Aber ihn ist nicht mehr berühmt gehen. Wo tatsächlich richtig profitiert hat aus dem Ganzen, den ist auch leider verstorben, die kennt vielleicht Latino-Heat. Ja, die Guerrero. Genau. Den hat am meisten Profit rausgezogen. Du Chris Jericho mal nicht. Am Mengen an. Chris Jericho ist als... auch 2 Bruder nach WWF. Ja. Oder WWE.
Doch schon guckt einfach den Moment wohin sein Debüt bei Raw mischt ich mein, Ja, das man- schon Oh, alles- den Also, hast Bullshit geht so. gewirrscht. Oh, Oh, what nee. the fuck das war ich gucke mal die Video haut noch mal so Ja. weil das einfach so geil war Das ist auch, wie kannst du das vorstellen? Du guckst und dann... ja Ja, genau das. es lauscht ein Fanreaction an mir lebt ein Trainerhof Ja, weil Rock mal dabei war. nee Nee, weil zu Hause ab ist nämlich Guck dir höher. die Video an. Guck dir die Video an The Rock labert Schon gedeichter et geht de fucking Countdown rauf Musik fängt an das nochmal relativ rauisch an dem Moment wo Jericho auf dem Titantron steht explodiert die fucking Hall ja die explodiert Aber weißt du, Leute wie sind weit? all gestorben Weißt du, wie weit, weil die Leute in Jericho schon Demos kaum tun. Das ist naja halt... aber du kannst nicht so in den Ass nicht berühmt gehen an der WWE Ich war schon viel Der war schon viel drin. War schon viel drin. Punkt. Hen hat viel Grund klangen Dingen mir aus nicht pusht gehen an der Nee. WWE. Ich war Das schon viel Problem. drin berühmt, sonst wäre das nicht geschieht. Ich kenne das aktuellste Beispiel, wo an der WWE ist. Er war Ma- bekannt berühmt Man, das selbe gell? Selbe Countdown, bla bla bla, da stellst du den Roman Reigns als Speaker. Nee, wir brauchen einen guten Speaker. Nennt man mal einen guten Speaker, wo es aktuell haben. John Cena. Dann- Punkt. John Cena kann schwätzen. Sieh mal, so eins, oder? Ja. Gut. ja Stell den auch John von Cena dahin. Voilà. Ja, was? Man noch kennt den Bray Wyatt, weil der so ein guter Speaker. Oder Bray Wyatt. Stell ihr einen guten Speaker dahin, wo am selben Genre wie die Roggers, wo kein Blatt für den Mund hält, dann bla bla bla, sein Catchphrase wird. Da ließ das Blut ausgehen, muss der selbe, und da ließ AJ Styles abtauchen. Punkt. Wird das selbe gewirrscht. AJ Styles war berühmt schon für du gewirrscht, wie Chris Jericho berühmt gewirrscht war. Er hat schon den Namen gehabt, genau wie den Chris Jericho. Und das gefeiert, Das wo alles- kommst. Und AJ Styles das gefeiert, wo kommst. Punkt. Und dem Punkt sind sie gleich. Du denkst, du Chris Jericho hat seine Dinge Licht verbessert, wobei, wenn wir den Eddie Guerrero holen, an der WCW, weil nicht gerappt wird, aber sagen Megastar ginn ass als klengen Wrestler. Das ist Cruiserweight gewirrscht. Und den Schrupp gemausert, du winkst. Den Eddie Guerrero. Also Menge. Okay, pro Sachen Ja, komm. mal dein Gedankenprozess fertig und dann Ja, was mir, fertig? nee, das war es. Ja, okay. Erstens, Titeln auch eine wichtige Rolle. Die Sache von Jericho, er war bekannt, er war nicht berühmt, weil er erst nicht berühmt ging an der WCW. Das ist der Punkt. Sie haben es ja nicht gepusht. Okay, der Benoit, den Moment, wo er gewechselt hat, hat ihn tatsächlich den World Heavyweight Title. Er hat vielleicht einen Numm kreieren an der WCW. Den Jericho war nicht an der WCW. Er war im Mitkader. Er hat nicht gekriegt. Er hat sich einen Numm gemacht, selber. Er hat keinen Numm gemacht, ging von der WCW. Er kriegt die Chance, noch an der WWF ein Multi-Time-Champion zu gehen, aber wirklich als Legende können du hingestaltet zu gehen. Ja, Thema Eddie Guerrero, ja, hier war klein, hier war Cruiserweight, also sie wollten ihn nicht pushen für World Champion zu gehen. Me, guckt dann Eddie Guerrero an, wie hin und wieder rauskommen muss, aber guckt dann Eddie Guerrero an, wie ein Champion gehen ist. Wie viel Steroide-Spritze waren oder Tisch? das ist egal. Das ist So, egal. Darüber diskutieren wir Punkt okay, aus Klang an Hain do wie heb ich Champion das war hin mit Klang an den aus wahrscheinlich auch teilweise mit Champion gehen weil Vince McMahon likes big sweaty man, Sweaty ne? Man. Yep. Ja, das haut nochmal der Fall. Ja, okay. Du musst schon die Generation X denken, am morgen die 10. I heard it like cocks Kakao! He's like big sweaty. Schwätze von hingen mehr schwätzen und hingen Ja, das ist eine Reihe. Das ist eine Reihe. Ja. Ja. genauso Teil vom Dick Cheney Also, Am Dick Carter. Dick, kennst du Dick
C-Carter, das tut nicht. Man meinen sie den. Dick C-Carter. Dick C-Carter. Dick C. Okay. I see Dick. Dixie. Nehm ja, aber ich weiß nicht, wann der Chris Jericho schon nicht eben so bekannt oder populär gewirrscht wäre, weil früher an der WCW ja gewirrscht, da wird Crowd auch nicht ausgerastet, wenn wir ehrlich sind. Du denkst, es war der letzte Step für hier gewirrscht, ich kann wrestlen, leider. Kann leider wrestlen, aber in das weit über 10 Minuten dann hat schon 3-mal müssen abhalten. Punkt. Da kommt dann Chris Jericho sein Vertrag, als kleinen Funfact, wie die Leute nicht wissen, als immer man Winzweck man mündlich gemacht für Monats. Melo das verlängert gehen bis auf das pro Mainz 3-4 Mainz mengnisch. Jetzt nur WrestleMania kann auch noch bis mit dem Rechnen an Heuer und da bla bla bla. Ja, vor sie am Tour geht. Ja, das ist eigentlich zweite Stand bin. Was tust du, Pain? Was tust du schon am nächsten Kommen? So, wie war dann? Weil man Chris Jericho gesagt hat. Nee. Was dann? Ach, fuck sakes. Weil ich am Gang mit Firmen ich muss verschlägt. Ah, okay, du suchst das schlechte was sie do Firmen do, also andere passt schon. Nee, das ist normal Tobak. Ah, Ich will okay, mal warten, bis meine Stimme rumkommt. La. All eyes on. Okay, das ist nur meine neue Stimmtraining. Okay. Nee, weil die Benoit hat tatsächlich sein Ding sein Status behalten und ich gucke, was noch alles hat. Ja. Die Greywood oder Mesche profitiert, wo ein Rivergang aus 4 drin. Ja, es war das, was WCW gemacht hat, halt am Reverse. WCW hat die All-Star geholt, an denen Leute Leben angehaucht. Und WWF hat Frischstar geholt, die noch nicht wirklich einen Run hatten an der WCW, den sie kannst nennen. Und sie haben die geholt und die gepusht. Etwas, was ich nicht verstehen, weil ich nicht so Money interessiert sind und kein Wrestling-Promotion nun. Wenn du verlässt, wenn du die Liga verlässt, geil, wenn's Wellness-Policy schon drittmal durchgefallen. Was? Ja. Und nach anderen. Drogen! Genau. Randy Orton. Das war nicht rausgehalten gehen, das ist ja auch 3-mal durchgefallen. Ja, mir Randy Orton also auch. Das war so eine andere Geschichte. Ja, das Big and Sweaters, du weißt ja. Der Vince McMahon steht ja drüber. Ja, weil du nicht beim Ding ist, beim HD. Die noch schützt Big and Sweater. Ja, aber Triple H hat ja die Bodybuilder fertig. Ja, und da verlierst du Dinge, ja, die hat fixaten, Schlechter, gefickt dich an die Knie, ich hab nicht geärgert, ja, hey, ich war Team, ja, und du Geld, gut. Und dann noch 2-3 Jahre, was heißt die Kollege? Und denkst du so, okay, war das Footy? War du nicht verpasst? Wer toll den ja, aber du hast wirklich Dinge gehabt, und du holst der Mann die Brot, dann holen wir einen Rimm, und da setzen sie an so, so, Vince, ja, du bist auch nicht mein Mann, du bist so, okay, wie wird man den da Lorem geholt? Ja, mit den Tour der Promotion gut gemacht, ja, und die Gimmick, wo ich gehen und den klappt er irgendwie nicht. Versteht er? Ja, das für so wie so den $1 Million man immer gesagt, everyone has a price. Ja, und das war nicht verschieden, wenn du als eine Company rausgehst oder rausgeheilt gehst oder Ultimate Warrior. Ja, die wollte schon lehnen, und den hat tatsächlich an der WCW als Renegade gefangen. Ups. Nee, Renegade war eine andere. War das die andere? Wie war hinter? Renegade ist ein anderer Wrestler. Sie haben damals die größte Verarschung, eine von den größten Verarschungen, die sie gehabt haben. Sie haben ein Promo-Package gemacht, die ausgesehen haben, wie wenn ein Ultimate Warrior gekommen. Und dann ist ein Renegade zu ihnen gesagt, ein Renegade war ein anderer Wrestler. Was ist sicher? 100%. Ich hatte keine ganz Retrospektive auf dem gesehen. Den als Ultimate Warrior Klon rankommt, von ausgesehen zur Musik bis zum ganzen Wrestlerischen. Und bis der richtige Warrior gut an Saugelos aufgestellt ist, an 6 Stunden leider das Leben geholt, weil da nicht konnte man umgehen. Ja, der Warrior ist ja tatsächlich nur WrestleMania gestorben, dachte nur. Und dann hat ja, ich schwätze so vom Renegade. Das war schon lange für drin. Ja, warte, was stand das?
1998 aus rakom dann aus der wie wir rausgegangen ist der Panda Liga rausgegangen schreiben sie nicht hatte mir wir als Renegade dann der Dinge gewirrscht an der WCW Ja, wie gesagt, der Renegade war kurz vor richtige Warrior da sie halt die ganze Sache ich meine Sünden probiert zu kriegen oder was weiß ich an der guten in dem Moment und du noch in Januar rauskommen voilà du hast der Renegade Gimmick gestorben okay der Renegade war 100%ig ein anderer Wrestler okay ja wie gesagt ja ich war zweiter was du wolltest schon aufgelenkt das hat wie gesagt Ultimate Warrior man hat gesagt everybody has a price sign da ja das war ja Ultimate Warrior den rausgegangen aus an TV durch den Kakao gezogen hat an PW auch selber kannst du noch und die DVD und die the Self-Destruction of the Ultimate Warrior schon so ja voilà Rollmol wat net op de Network könnt Day ja richtig was clever ich weiß dat van der Lo tatsächlich eng Fra sieht jung sieht bis Wrestling BG statt könnt dabei misch se Netflixe kommen Netflix und chill. Ich könnte doch nur so lange nur mehr meine Real Pain geil ja so ist das so ja ne mehr aber generell wenn du ein Liga verlos wirst macht Streit an heuern du und da kennst du im Rand dann denke ich mal so nee wolle für den Hogan noch zurückzubringen können zurück ja natürlich die können immer zurück halt ob die braucht Geld nur da Millionen wie viel Millionen hat aber dem Gawker Trial da gemacht mehr wie genug nicht ausgesucht voilà ihr braucht Geld ihr wollt vielleicht Geld wir brauchen Mengen nicht so nee okay mir kennt die Lo geheien mehr wurde du kannst dir doch Erklärung gehen für was den tatsächlich Geld braucht der Flair du Flair weil es hat 5 Millionen Frauen ja was muss den wahrscheinlich an du Geld aufdrücken und sich Ex fragen also sie kann also what the fuck und du hast nach der beste wie whatever wie kannst du dich erinnern wo der Flair wo sein Buch mal gerasselt wird den David Flair oh what the fuck war das Bullshit und das von der WCW-Ära gewirrscht what the fuck ja oder dann nicht den Little Nage nachkannt ja noch ein Charles Robinson ja genau oh was war da die Bullshit gewirrscht ja, das war zwar genau so oh nee Fun Fact der Macho Man hat einen Charles Robinson Ball gekillt ja seriös ich meine ja wie von Top Road Open gesprungen war der war falsch op gelandet gewirrscht ja hin hast natürlich voll gelandet ja einfach die Western wusste wie net soll gut den Elbow voll an der Brustkurve an Auto gut damage eng von denen Szenen wo von vom offensichtlichste war the Bash in the Beach gewirrscht ich mein, war the Bash in the Beach wo dann Nick Patrick Nick Patrick also berühmten Referee von der WCW Lieblingsreferee für jeder Rang ja. Als Streifen hören okay mir in Referee Gott Referee Streifen oder vielleicht beides ja. Sie holen etwa ein Tag-Team-Titelmatch gewirrscht in normalen Tag-Team oder Freeman oder Cruiserweight normal Tag-Team-Titel normalen Tag-Team-Titel geil und du könnten hin weil da grad zielen geil für das wegen gerasselt wird und da bis wir mal gesagt hin do das Scott Hall an Kavinage op den Dinge sto an dies geil an Brustmatch auf wings Interference the rules sie stungen Uwen op der Tribüne 5 Kilometer weiter was für die Gold das bei der Clip schon wie voll sprangen sorry, aber so what the fuck den du nicht gesehen wird
dass die korrupt ist, dass das ich aber oder mit der Storyline zu denen hört, dat Storyline korrupt, gell, wir verstehen ja, dass ja alles eine Show. Ja. Den muss ich was auf Naga. Also, ja, wir machen ein Titelmatch, aber wir setzen dann. Moment, mir noch gelöscht. Wen haben wir drauf? Nick Patrick. Ah, nee, das war gehaltslöscht gewesen. Moment. Nick Patrick. Wir setzen ihn wieder. Verstehst du? Das war die inoffizielle Gehaltslösung. Ah, okay. Und das sind also Storylinen, wo ich mal denken, ja, die WCW ist wahrscheinlich zu Recht in der Gang. Ja. Ja, aber also my favorite Nick Patrick war ja dat Rambochi etwa Ted Katen de gréste Match an der WCW Geschicht gin abs wat ze Joer lang opgebaut menggenech. Komm los, ja? Hogan géint de Sting bei Starcade. Ja. Wat och dem Bret Hart sein Debüt, ich weiß nicht, ob sie, ne, ich meine, es war schon für den Show, mit war sein echt großen Event, wo der Bret Hart dabei war, aber nicht gewrestelt hat. Ja. Ja, Storyline, Idee war mit letzten Bret Hart Ringside. Als Special Enforcer. Was man dann nie hatten. Das fand ich immer gut, Special Enforcer, Special Guest Enforcer. Ja, what the fuck. Jeder eigentlich sein Favorit. Ja, die Idee war, wir haben den Bret Hart als Special Guest Enforcer. Wir haben das Match Sting und Hogan, was das größte Match aller Zeiten kennt gehen, obwohl man Hogan so gebuckt und das Sting die ganze Zeit am Maul schlägt, obwohl das Sting der Babyface ist, den Johan nicht gewrestelt hat, und dann kommt er als den mega ultra Superstar. Ja. Und wir lassen das Scheiße gesehen, da mal in der Lunch. Aber die Idee war ja, wir lassen den Nick Patrick, also gute Kollege, einen Fast Count machen, dass der Bret Hart dann abspringt und sagt, oh nee, nicht der Rimme Screwjob. Und Match Match restart, obwohl es auch fucking Enforcer ist und absolut null Autorität hat, selbst zu machen. Aber okay, gut. War das passiert? Ric Flair, den Charles Robert, Nick Patrick. Nick Patrick. Merci. Ja, mein Gehirn ist gerade aufgestanden. Okay. So hat kein Fast Count gemacht. So hat einen normalen Count gemacht. Ja. Und der Bret Hart ist aufgestanden und gesagt, nee. Also, im Endeffekt war das passiert. Den Sting hat total weak ausgesehen, hat so während 15 Minuten an einem normal Code. Dann Bret Hart hat für ein Bitch ausgesehen, weil es ein normaler Count war und er ist abgesprungen und hat gesagt, nö, nicht so. Und ja. Nee, was ich beim Nick Patrick gut immer von tun, Nick Patrick hat immer irgendwie so kein Zeitgefühl hat, wie zu zählen. Der tut verschiedene Wrestler noch immer nicht. Zwei. Ich war wehgetan. Hat noch mal so in der Schöller gehabt. Ja. Und so eine Parenthese, das ist absolut meine meist gehasste Sachen am Wrestling. Hast du ein fucking Wrestler-Boss, zumindest ähnlich schon seit Jahren wrestelt, und die Kamera ist gerade ob da, während ein Referee einen Free-Count möchte, und du sagst, genau, wie der Spaß Rückleit an dem Referee noch guckt. Kannst du nicht den Arm so machen und dann intern 1, 2, okay, du musst kicken. Nee, musst du gucken, wie dem sein Handzimmer rauf könnt, für zu wissen, dass du musst Kickout machen. Moment, ich hatte einfach für eben neben dem Mikro, gell, das wäre er Kopf und dann ist meine Hand, gell? Hör die nicht, gell? Nö. Kickout. Nee, du hörst halt hier nicht, oder du kriegst halt einen Mod von eben tatsächlich, gell? Direkt neben dem Kopf seine Hand zweimal auf den Boden schlägt. Das hört nicht. Halt sie ab. Das ist Professionalität, wenn du ihn guckst so. Ja. Kurz eine Nick Patrick-Geschichte, das war auch die Sache, wo gesagt wird, wahrscheinlich war den Hogan, der gesagt hat, komm, Mann, und so. Weil den Hogan ja so lovely guy ist. Der gern immer gegen andere Leute verleiht, für die groß zu machen. Das hat auch den Karriere lang gemacht, ne? Okay, ja. Mehr, wie gesagt, Nick Patrick hat auch gut keine Zeit gefehlt. Wie gesagt, mit dem 1, 2 und dann. Hat das weh. Und dann könnte das zum Beispiel. Okay, geil, du hast gewonnen. Okay. Ich meine, war hier doch noch so von denen, du hast immer so Pro-Referee, die. Ich zähle meinen Arm so weit wie möglich zurück. Ja, genau das. Und dann 2. Wie wenn es da gibt, fucking Yoga machen oder ich weiß nicht was. Slam deine Hand 3-mal auf den Matt. An einem normalen Rhythmus. Du musst als deine Hand, deinen ganzen Arm nach Hand zeigen. Vielleicht ein Robber im Publikum da pointen. Ey, du da! Ja, ich pointe. 2.
du, ja, hi, Eier 3. Nee, Ich war vergessen. Nick Patrick der gute Baseball gehen für wat du verschiedene Referee man das leiden sie du hin Nick Patrick war von denen sagst du hin geslidet also sowieso das 1 2 so was kann der Stadt erinnern denkt einfach mal Köln Karneval komm alle Ja. das genau dat an dat aus wat WCW ruiniert am Endeffekt die Storyline so der eierlech mat der NWO wo se hatte mat den Outside das New World Order Wolfpack an wat noch als aus entstand ass sind der groß zu gemacht so, New World Order nur ein Farbe raus rot wat soll man draus machen den Nash an den Hollow gut funktioniert wie man ein Grund an wie Martinen dann man macht eigentlich ein Blut raus aber wie man ein Weiß draus aber ein Silberisch draus Ja, nicht die soll ich nicht vergessen. ja mit Okay, ich meine nicht von einem Spiel Latino World oder ist das wirklich ein Kegin? Die also wirklich Okay. Fuck sakes. Ich hab gesagt, so weit geht es schon. Ich überlege mir gerade, hast du denn ein Spiel aus Witz gemacht oder ist das wirklich? Nee, die tatsächlich gehen. Sie haben die große Sache, Gold hat auf Hafen dran gehalten, und sie rausgezogen, und sie wollen so, was können wir machen? Oh, mir neigt mich dran so. Hey, Allah, Tacos. Moment. 1, 2, 3 Latino, komm, hab, Latino World Order, hab, komm. Sie schon nach Kollegen. Ja, das ist gerade so, was ich da Ola Tacker, das ist gerade so die Gärtner kommen, si Senior, Mimoa, Lalone. Nee, das war rassistisch. Noch mal dran geholt. Nee, das wäre nur rassistisch gewesen. Nee, mit Tacos hat ich sie so zerniert, wie du aus Irak kommst. Ja, aber den Tacos waren halt so. Ungefähr so was hat aufgelaufen, dass man ein Kraut vorher nur durch Regen gegangen ist. Das ist ungefähr so aufgelaufen, das kann man nicht feststellen. Nee, und das ist tatsächlich, das ist Untergang gewesen, eben mit ihren, sie wollten zu viel. Wenn wir ehrlich sind... Ja, ich habe ja gesagt, sie hatten eine gute Idee, also sie haben die einfach gemilkt bis... Ja. Das ist tatsächlich das Problem, wo relativ viel haben. Da gehen wir einfach an die Gaming-Welt, Final Fantasy 7, also eine eierlegende Wollmilchsau, die wird gemeldet. Es kommt ein Remake von Final Fantasy 7 raus, wo wahrscheinlich ja, das ist gerade das beste Beispiel. So mal lieber Call of Duty ohne lange zu diskutieren. Ja. 22 Spieler sind man so mal eine andere Story in anderen Charakteren, bla bla bla. Ja, wieso voilà. Punkt kannst du nicht melden, aber Final Fantasy könnte Punkt lo. Bei Call of Duty war der Punkt schon lange überschrott, bei Battlefield sowieso, bei Mario fängt man schon gut nicht mehr an. Ja, mit den neuen Zelda auf der Switch. Nee, mit Mario geschwärmt, du Zelda. 6,8 Metacritic, best game ever, yay. Ja, nee, ja, mir das Open World. Ja, mir Halding Maul. Ja, mir Open World geht schon mir oft. Geht schon mir lang. Moment, ja, aber noch nie Zelda. Aber Mario hat aber schon gehen. Und immer komplett closed und die hatte nie einen offenen Bereich. Ja, mir Mario hat aber schon gehen. Ja, mir Zelda kannst du überall hin, wo du willst. Via GTA. Mir das ist Zelda. Und man so viel Sachen bei der GTA, mir der teuer Zelda. So wie man so Tools machen, wie Minecraft. Wie ist was wir gemeinsam haben? Teilt immer mal da ab. Zelda, GTA. Das ist genau das, was Fanboys immer so. Nee, mir aber wirklich am Endeffekt, ich meine, komm mal, löse so Beschluss. Ich meine, mir ist ja verdeutlicht, was spannend war. Aber so furchtbar drauf war, wenn wir am Endeffekt richtig denken. Oder überlegen. Sicher, ich von den wieder aus, ich schreibe das nur dran. Aber was ist tatsächlich als Konklusion, wo wir daraus ziehen aus dem Ganzen? Eierling de Wollmilchsau. Was? Wen rockt? Don't do drugs. Don't do drugs in der anderen. A Schrei für eng Wrestling Company.
gibt dem Vince die zwei Sachen nicht gleichzeitig Russo kein Warm Doch, ich kann Twilight verfilmen, ich kann Harry Ja. Potter verfilmen. ja. dat gibt so etwas aber los nimmer nicht dat geht nicht vom Wrestling Ich kann den neue Zelda machen. Dum, 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 dum. Sorry, ich bin nicht gebist. den neue Call of Duty dann Nee, wann du Battlefield Call of Duty kannst du rein, muss ausstoßen, den Ego. Nee, umgedreht naja ich der Battlefield an Call of Duty kann hinaus ja Okay, ich gehe kleinen Exkurs für die Leute wissen. Die zwei kann ich nicht vergleichen. das stimmt da den das gut erinnert nicht Nee, das ist selbst von der Apple mit Bier vergleicht. ja WCW mit der WWE vergleicht. das ist unterschiedlich ja Da so steht trotzdem guck mal du machst tatsächlich Beispiel für als Dingen Apple abieren sind Obst nächste Summen zu den Call of Duty a Battlefield sind Ego-Shooterin und auch nicht mal zu den WCW und WWE sie Wrestling-Organisationen mehr und auch nicht gemeinsam bei Battlefield a Call of Duty wann du bei Battlefield 5 Leute wo just hier Ego-Trip fuhren da geht es schief wann du aber bei Call of Duty 3 wie ein Ego-Trip fuhren gewann der sicher du brauchst man richtig gut aus Gut. weil Spieler doch noch unterstützt man Nukes so scheiße genau voilà. an du wennst kannst der Battlefield a Call of Duty nicht vergleichen aber wann du zum Beispiel WCW und WWE holst oder Wrestling Panther WWF an du hast tatsächlich in do wo sein Ego-Trip hat nenn mal einfach mal ihn ja nenn mal wo sein Ego-Trip kennt zu hun oh. an der WCW oder hart Hulk Hogan nee nach mir besser okay ich muss Will Paint nenn mal mal ihn ich wollte auch halt gucken so wenn es so gut merci und jetzt so okay. Die sind aber beides gut ja sind aber gleich ja sie gleich schlecht von ihrem Ja, Niveau. ja Geil? also in allen zwei gleich viel beigedroht für die fucking Company Cliverhof zu drücken Genau. Ruin zu treiben ja. Und dann treibst du so an den Dingen der Fakt ist fandst du hast ein Produkt wo gut aus du hast Liter Wasser geil und du suckelst mit run und du füllst die Flasche eventuell nicht nur wann es regnet geil ja dann holst du nur nicht mehr dann hast du irgendwie empty wann du dann wie WWF Boss Wrestling Panda aka WWE und du füllst sie auch immer im Nording Flasch Wasser das war dann höchste Grund und Platz Geld drin draußen den noch hinaus hol mal lieber Grund dann holst du besuchte Funder und da war so erfolgreich es hat vielleicht ein Resümee wo man draus 10 aus dem Ganzen ja kann ich so Ja. nicht Fuß als Bullshit als Bullshit das wissen Leute alle gut nee, die meisten Leute wissen das eventuell nicht weil sie dann der Story drauf waren whatever mit WWE möchte aktuell richtig wer das falsch gemacht TNA wurde falsch gemacht Lucha Underground aus am Gang schlechter falsch zu machen geht mal recht apropos Lucha Underground könnt ob Tele 5 okay Fernsehen also Ja. schon kein Kart oder in der Fernsehen zu gucken Nee, ich wollte aber just mal- schon eine Fernseh für ob sie game okay noch rein. Nee, mir, wie gesagt ich wollte just mal so erwähnen dann, ja. hi New Japan Pro Wrestling Wo kann das gucken aus dem Internet Internet aus dem Internet weil du gehst Litze Internet ist vor Porn Wrestling ja nämlich weiß über Wrestling hey, hallo junge hallo hallo sie mehr Internet voilà. das aus was zu so Ja. wir gucken auch Fernsehen 2017 oh wie ja du kannst dann nur dein New Japan Pro Wrestling gucken naja ganz voilà Wrestle Kingdom von des Jahres das war mehr geil also Jan riesiges Parenthese und so also hast du dann lo viel geleiert von der gute aller Zeit von der aller Zeit gut an Ja, von der guten einfach Art, so lange als ich abfällt also bisschen hier wir sind
Ja, das, wenn's hier guckt, das 20 Jahre aus den Dingen los schon hier, plus minus. Shut up! Da könnt ihr euch vorstellen, wie alt ist, wie alt der Real Pin ist. Der Real Pin kann er sogar rausfinden. Er hat letztes Jahr eine Videoreihe gemacht über verschiedene Dealer, wo eine Konsole gekauft wird, wo der Nintendo 64 gut wird, ein bisschen gekrascht wird, und mit seiner Schwester gefeilscht wird, also so Sachen, wo sie interessant Merci. Schon mal auch verstanden. Aber respektabel, dass du wirklich Geburt hat, was wirklich schon wieder drauf war. Seriös? Ja, wie gesagt, Tina Stress, dann ist noch ein bisschen mehr wie mir. Whatever, die anderen ist wahrscheinlich die Jüngsten an der Party. Ja, wahrscheinlich. Ja. Du kannst es wahrscheinlich. Das ist so. Ja. Das also, das kann man stimmt um jung machen. Das sind irgendwo Jungbrunnen, Leute. Ja, Milky Lazarus Pit. Ja, ja, an meiner Toilette. Ich bin ein Gerauschsprung im Kopf hier ran. Ich probiere es allemal mit funktioniert nicht. Wie das am besten von Brunger. Nee, mir Jan, hast du dann etwas mal rausgeholt, Info und Sachen, wo du eventuell noch nicht wusst von deiner Recherche hier? Ja, sie war in seinem Numm zum Beispiel. Du wo sie schon nicht mehr das hin durch den $6 Million Man, der den Numm hier hat. Und daneben Stone Cold, daneben Mam Tate, an die wer Stone Cold. Ja. Was kann ich noch draus lernen? Ja, Gift, Vince Russo wohl sich so, das wie so ein Gift, dem wie Twilight ist, aber Wrestling, ne. Das Gift dem so ist nicht. Der Tisch ist alles schön. Ja? Weil ich kann mich noch erinnern, Anfang von TNA, du war den R2 wie nach der One Killings war. Ach, ja. Ja, also leider all gut geschrieben gehabt und nee gibt Lust auf den Vince Russo und dann das wie haut an der WW also du den Kevin Dunn ja Mensch stehen den aber du versucht dass den Roman Reigns anscheinend bejubelt wird wohin dann die ganze Zeit nur die Knappschaden ausdreht für das den Roman Reigns nehmen soll gut Reaktionen soll kriegen obwohl Leute nimmen ausspuren ja. Ich probiert das immer zu verstoppen. Ja, WrestleMania manchmal du das beste Beispiel gewesen. Ja. Ey, wieso habe ich Publikum nicht mehr? Tonprobleme. Oder das Bemo Leute gehen die cheeren dafür die Chris Jericho und da gesagt dann aus wann für die Roman Reigns da gehen cheeren. Die hatten die Luft kurz im gehabt, dass sie wirklich während der Live-Sendung, ich meine, der Roman Reigns hab's gemacht, also gerade in dem Moment an Fans geswitcht. Und da war gerade ein E-Fan, den einfach so, weißt du, entweder gelangweilt oder whatever, so dran geguckt haben. An die Woche drauf, wo sie Replay gewesen, mit Togen an der selben 10, wo sie der selbe Fan, dran gesagt haben, mit einer anderen Reaktion, wo wir durch stehen, yay! Ja. Ja. Mir erzählt, da konnte man das schnell überraschen mit diesem, wo alle wissen, wo man schon Talschen vergisst und gell. Übertalschend das ist immer interessant noch zu lauschen wirklich der Sport mir alles merken also was WCW geht sinn ich den nicht kann alles kennt und nicht viel kannte davon so dat gucken ich halt nur ich gucken bei Botchamania gucken Schlever die Christen wie nennt Pipebombs. Okay. Also ja, alles was missschwätzt was du mit noch also okay also nee also was WCW geht was Pipebombs okay was gewirrscht den war Titelmatch gewirrscht den Hulk Hogan gegen Jeff Jarrett an der Jeff Jarrett den Umfang näher gelöst gehabt für das Hogan he kommt pinnen du hast den Vince Russo rauskommen und du hast Last kann Hogan du Arschloch du Wichser so an den hast den Eric Bischoff an den Hulk Hogan Junemi gesiegt an WCW. Die 2002 sind die bei WCW gekommen gewesen. Von da an hast du die nämlich an der WCW gesiegt gehabt. Ja, das war die ganze Storyline, wo London ja. So richtig fest. Ja. Wenn du sieht, das war alles geplant, und Hulk Hogan sagt, fuck that shit, das war schon gesagt, was man am Herz lag, weil hin den Hogan hat ja, wenn ich sage, wenn heißt, die geht die ganze Company halt toll drauf. Ja. Und dann kommt die Russo raus, der du wirst probieren das zu fixen. Und ihr seht ja, hier hat er alles geplant gehabt. Ja, mir guck mal, du wirklich
in Ego dat so groß als wie ein ganz Hall an irgendwo inkompetent ist ja das Shadolo für ein Moment hat schon gesiegt wie War nicht gut dat den Vince Wolf so Live-Video gemet wo ich mein hier wohnt ja Colorado an das so gras vom do erlaubt wundert gesiegt das während der ganze Raw Sendung also die 3 Stunden so nimmen am gar zu kippen kein gucken hatte gesagt gehabt ja mir sorry so Bilder bringst du nicht weil sie mat PG dingen bla 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 an so Sachen bringen sorry das whatever. Ja nee dat hat TV net gewiesen dat war von einem so live Video die den Vince Fusto gemäht dann ja ich meine ich wollte mengs de Vince Fusto wollte gern 5 Minuten 5 Minuten Fame hun nee wie an alles Fenster loieren hu es galbe von den 2 Seiten an ha do gibst du entschieden du musst Apps holen so schiwe lauter kleine Welpen irgendwo siehst du was am lösen aus Hornkatzen Alligatoren Schlangen ja also es sind ziemlich formatieren ja mir was soll man dann aus ich ob ich was lo lebe und WCW oder WW genau WCW WWE also WWF easy das gut man den Real Pain nicht dann als nächste Podcast nee aber nur vom Podcast aus all eyes on Moment noch besser what's up was ich scheiß von tun den DDP an der WTW top können an WWF da war das scheiß Stalker gewircht vom Undertaker Sänger Frau ja das nee du kannst mit die Kopf rauslern das wat WW mischt nicht immer grad alles richtig aber mischt viel falsch auch mit dat dann dat das von den Training wo so den Kopf kannst ja für allem an mit Storyline als da du mal zum Yoga Master gehen ja so. Dann bin gesetzt dann de Big Show wohin dann als DDP verkleet raus könnt mat Bus nehm ja aber guck mal App es wo Leute kommen wo sie haut nach feieren von der Randy Orton sein RKO ist alle Positionen wow, wie geil dann immer der Michael Cole geht so Vintage Orton ja das Diamond Dallas Page wird Diamond Cutter tatsächlich populär gemacht an der Dingen aus die Spur aus tatsächlich vom Diamond Dallas Page kann es alle Positionen im Diamond Cutter machen genau wie die Stone Cold das alle Positionen kann in Dinge machen ist Standard weil immer der Teil wischt aus ja der Triple H hat auch so mal ein RKO gehabt im Umfang wie nach den Hunter Hearst Helmsley war ja in the Pedigree ja ne mehr aber dat die Sache wusch man denken okay verwurzel mir mal ordentlich mal etwas Neues raus und 100 Catchphrases wo Leute kennen dann Fun Fakten Orte und tatsächlich die DDP gefroht geil der ich die Move benutze geil für da bisschen wieder Tribut zu zollen da mal irgendwie an anderen Dingen draus geil kennst du ja ich meint laut Platte oder Geld dass 3D nämlich können gucken oder irgendwie so besonders ich kann als alle Positionen rausziehen wo ich mal denke so hört wenigstens gefroht ja wie mir Sharma Cole das Styles Clash gemacht hat ja Faithbreaker nee, pass auf der Styles Clash geil die das auch nicht von Michael McCool geklaut ging ja doch ja schon wissen ich hat vielleicht an den Wrestlingring ja an der Will können so okay das wir schon geklaut ging ja was Person Will Pain nee okay lass uns rein klauen man sie alle gut aber wenn wir ehrlich sind in neue Move zu erfahren als relativ schwer es geht so einen Move populär zu machen ja den
wen hat das eng von den letzten Funfakten oder von der Quiz wen hat der Pedigree bekannt gemacht es war nicht den Undertaker ja es war nicht den Undertaker weil Undertaker hat ja tatsächlich einen Piledriver gell ja Tombstone ja genau wie der Kate es war der Paul Orndorff ja okay Hier mein Kerl, der Paul Orndorff an den Roma waren an der WCW Demos eng Nummer gewircht. Dann an andere bindet den DDT erfund. Den DDT gëtt net seit ewschen Zeiten. Gëtt schon ein gut Zeitchen, aber net ewech. Und das man wat DDT hecht. Ich weiß wen dat den Jake the Snake Roberts en populär gemacht op den lo erfund Dito. Was? Dito erfund. Okay Okay dann du bist nicht schon vielleicht auch kein Top kommen was die hecht dat will ich wirklich nicht 14 Schlangen gehecht Damien Dinner Time Dinner Time okay die T wie gesagt hin als von den Ähnchen wo tatsächlich auch den die Tier von wird an bekannt gemacht wird an es gibt allmove also schon ein Jahr gehen schließt bei ihm wie ich tatsächlich das Händen relativ spät erfunden wird geil weil den Jake the Snake als kein 110 Jahre alt obwohl du hast gesagt Drogen nee seriös aus der Zeit wo immer durch Strom geht von sie dann eine Besprechung und wird man dann als Karte setzen geil Cocaine is a hell of a drug ja nee, aber wie geschehen wird den DDT erfunden dann noch bekannt macht dass er Käfi drin ob die Idee kommen da zu machen ja und dann sieht so viele Variationen gehen obwohl der Reverse DDT Reverse DDT genannt mehr aber ja das aber ein Ding weil sie haben so Ruf zieht der berühmteste Reverse DDT als nach das Ding ja von den aktuellen wo geholget aus den swinging DDT was nicht swinging reverse DDT nee dann Sister Abigail das sind die ja. das ein swinging reverse kann ziehen oder swing maybe hin dreht sich was dann also swinging auch schon mal gut swinging ja geil nee, swing DDT reverse as net in what reverse und ziehen aber normal ja einfach swinging DDT wäret wat eigentlich auch eng das so eng DDT aber das eng neue Kreation ersetzt wann wie schon net Ginners ja wie gesagt kind immer guckt das einfach mein Cat moves und dann überlegt mal geht das schon so an der Form ja am vollen die Tier selbst gefälscht weil nämlich op de Cover und gene opkönnt von schlecht ausgefordert das ja kann immer so muss Ewigkeiten dann sommer so fir en ze fannen war doch finnischer Potenzial guck de fucking Bradshaw wo ein goddamn close an als finisher ja me den dingen die dreht schon um 350 Grad 360 Grad dreht ihn hoch de Luke Harper ja was enger Diskus Closeland in der hört das schwachsinnig sorry nee genau wie den Adam Bomb mat engem Schlag obwohl dachte das noch realistisch das sagt von die realistischsten ever das hatte wohl im Gelor Zeit lang the power of the punch ja den hat sogar noch realistisch das von die realistischste wusste kannst kreieren ob die Platz wo du kriegst die realistisch dann was du immer deinen Schlagring triffst dann ja nee wann du tatsächlich eben du ob den Punkt triffst du Herzmassage muss gehst du zu wie sag den hast von die realistisch sind mit realistisch of all time si mal lo eierlich der Electrop gell ja mat ganze Gewicht dann eng mat Postlandes bin hin Sarkasmus verstehen oder ich wolle nicht so und gesagt wieso schwätzen ich wollte einfach stille los wie du weiter schwätzt da den sich nee schon da den nee wat fe das dem halt gucken san schon net
Nee, du verwirrst Hier jetzt Land zwei. op segem Arsch an seng Been lande ganz weich op denger Brust. Ja, nee, sie Hin landen, sech méi wéi dabei wie so sinn. ja, sie landen wohl Trupp, weil sein Ding hier noch ugewinkelt ist. Eng von die witzigsten Moves hat den John Cena natürlich. Sein Springing Leg Drop. What the fuck? Wie kennst du auf die Idee, dass sein Ding überhaupt nee. Oder Will Payne. Springboard Stunner mittlerweile Diggas. Seriös. Ja hin den wie so das so mega botchy Stunner einfach hin irgendwie an Seeler an der fallen se man hin oder hier schmeißt ich weiß mal nicht wie das hier springt dann Zähler hier springt dann Zähler und dann greift an dann ja da ist hin fallen einfach ja, launcht irgendwie von der Seele auf an den Kuddelmuddel bringt sie irgendwie Stunner fertig den nicht gut ausgeseit dann ja fuck off das ist mein Verdict dazu fuck off Nee, mehr, aber wenn es guckt, sie wirklich ganz viel gut Moves an interessanten Moves, wo aus dem Mexikanische kommen. Weil wenn es richtig überlegt, gell? ja. Der Wrestling wie die Amerikaner zu machen, gell? Ohne den mexikanischen Abfluss wäre es nicht so. Da wäre einfach schon eine Schlägerei. Mhm. Und leben wir bis auf den Boden, wir drücken halt bis durch, das ist eine Reihe. Alle genau, wo sie laufen, wo sie in Ruf ziehen. Highflyers Genau, Highflyers. Und da kommt, ja, wir sind einfach Matte Wrestling. Ja, da gehen wir bei den Engländern rüber. Von denen schon nicht geschwärzt. Und da an der WWE da zu finden, ist relativ schwer. Weil die WWE nicht darüber setzt. Oder, leider schon falsch. Und ich habe nee, passt. also sie setzen nicht drauf. Genau. Wirklich, der Gros ist aus den, so mal aus dem Mexikanischen. Wenn du die Styles clashst, gell? Das ist ein asiatisch. Das sind asiatischen Dingen. Den Samoa Joe sein Brainbuster, oder wie ist das? Was ist der Brainbuster? Musclebuster. Musclebuster aka Brainbuster, was manche richtigen Dinge ist, die kennt aus dem Asiatischen. Genau wie dem Den Styles. GTS. The Go to Sleep, die kennt auch du hier. Ja. Wie gesagt, die Amerikaner aus sich, wenn du, das, was ich sehe, was so cool ist, wo du an der WCW schon gesehen hast, das geht nicht für den Amerikaner. Das ist WCW gut gemacht oder ein kleiner Parenthese. Okay. Sind all die, naja, eigentlich hat ECW gemacht, mir am Sinn von der Monday Night Wars, sie haben mexikanisch populär gemacht. Ja. Du denkst, aber wenn da kommt, oh, scheiß Mexikan, ja, Mama, die machen mal mir heiß, ja, alle guten Immigranten, ne, illegale Immigranten hatte gesagt, nicht legale Immigranten, whatever. Sorry. Mir aber, tatsächlich die haben das Wrestling so wie ein Ass löslos populär gemacht. Wenn du tatsächlich richtig amerikanische Wrestling willst gucken, guckt Matcher von Bruno Sammartino, guckt am Anfang die WCW, wie sie gewrestelt haben, wo dann Austin an den Dingen nachher gegen die Sabisco an den Goldust, der frühere Goldust gewrestelt haben. Puh! Guck den Midnight Express! Da war Technik da gewesen, aber auf keinen Meter war Technik da gewesen. Whatever. Wrestling ist normal was Brawl, wenn es für die Amerikaner geht. Sie schon einfach Panzer, was die Cena gemacht hat, was die Cena immer mehr möchte, was der Brooklyn Brawler gemacht hat. Nennen wir mal nachher. Dann. Ich weiß nicht, ich lache immer gerade an, du krass, was der Brooklyn Brawler gesagt hat. ja Ja, weil die konnten auch nicht wresteln. Ja, natürlich nicht. Das den Numm überhaupt gefallen ist, das ist einfach die Sache, die mich gar nicht schockiert hat. Mit die war wo an der Ära gewirrscht. Yeah. Den Edeljobber, den das. Den Edeljobber. Ja, das hast du so genannt. Ja, ich weiß, was du noch denkst. Nee, es gibt Job und kein Edeljobber. Das ist eine Reihe. Edeljobber darf sogar mal einen Titel kreieren. Ich fand nicht, dass den Titel ausprobiert verdient wird. Nee, mir aber Edeljobber fand du tatsächlich. Edeljobber fängt schon mal an, wenn du schon mal heute darfst gewonnen. Ja. Und dann, wenn du tatsächlich auch einen Titel darfst kreieren, lass mal ehrlich sein, das Santino Morella, also ich ein Edeljobber. Ja. Ich wollte noch so ein Shane Douglas. Okay, also da kann ich verstehen.
Er holt den IC Championship für schmange 5 Minuten oder so. Ja, so Wen hat? ja, das steht an der Geschichtsbücher, das ein Herz. Du warst so nicht zu diskutieren. So eine Reihe. Ja, okay, ich gebe so einen halben Mal los. Sag mir schon ein bisschen überzogen, ein bisschen viel. Aber da war mein Level Real Pain. Was hast du denn, hast die ganze Sache da rausgezogen? Die Sachen, wo du dann rausgefunden hast, wo du nicht wusstest. Ja, außer den Trivia-Hallen, du. Aber ich meine, der große Ganzen war ich dabei. Schon der Monday Night Wars hatte ich damals nicht auf DVD. Ich hatte auf DVD, ich habe nicht illegal aufgeladen. Aber schon oft geguckt. Und schon mal da ein für kurzem Video geguckt. Für ein bisschen mehr anzukommen. Und was zeige ich da raus als einfach nur ein WWE for Life? Demos, so wie Haut. Then, now, forever. Genauso wie sie dann ihre Dinge so eine Zeit lang hatten. Oder Hosen noch immer so. Noch immer. Ja, voilà. Quoted. Pay me. Ja. Goldberg sucks. Peace. Okay. Ja, was ist da rausgezogen? Und ja, ich schon mal viele Sachen gehabt, wo ich abgefrischt tun, weil alles vor sich auch nicht mehr. Ich viele Sachen, wo ich verdrängt tun, aus gutem Grund. Ja. Die sagt man, wenn es so ich irgendwie verdrängt, aus gutem Grund. Ich weiß noch nicht viel was. Wo ist man die 10 erzählt, wo es rauskommt, hast du einen Hugen da zu Sau gemacht und so. Ja, ich hatte das gesehen, so. Und so, ich weiß, wo was du schwätzt. Beim Nick Patrick, da habe ich auch alles gesehen. Lauter so Sachen, wo du gerne verdrängst oder ganz einfach, wo du vergisst, weil ich meine, so viele Jahre Wrestling gucken, vergisst doch noch etwas, ja, lass uns noch mal spacken, wie am Ding steht. Sie ganz viel lieber bewährt Wrestler aktuell noch einmal da. Big Show. Wir sind einer Meinung, das ist auch an der Reihe. Ja, Big Show ist überwert, das schon. Ja, obwohl er Muskelmasse abgebaut wird, und das sei Kontrakt bis schon im Februar. Was das ist? Schon im Februar 2018 soll gehen und den Match nicht gegen die Shaq kriegt, weil sie noch vielleicht Hoffnung gesehen, dass für nächstes WrestleMania dann noch ein Match kriegen. Um Gottes Willen. Ja, please don't. Muss auch den 10 also an der Reihe. Und dass wir nicht immer einer Meinung sind, das ist an der Reihe. Ich meine, dafür sind ja auch so Gesprächsthemen. Was wäre, wenn wir alle Roman Reigns für gut fanden? Da. Oder wie wäre, wenn wir alle gegeben Seth Rollins gut fanden? Was der Wichser, ich kann es ja nicht ausschalten, tot. Okay, mir voilà. Aber etwas sind wir uns eins. The Miz, gell? Nee, heute hat es Musik gehört. Nee, ja. Bei etwas sind wir uns ja alle eins. The Miz. Super. Du sind wir uns eins. Gut. Also, dann, lass mich, Schiffrin, der darf dann noch reinkehren, so ein Outro-Sequenz machen, wie den Real Pain Laschkers gemacht hat. Geil. Das ist schon zerstört, wenn Vince McMahon Intro sagt. Also, Jan, du noch den also Level Real Pain. Und ja, doch einen Moment. Geil? Jan? This has been the greatest wrestling podcast in Luxembourg ever. Then that's the bottom line, because Mongoose McQueen said so. Then besser von der Zolle dann nee. Geht auch durch. Ja. Du darfst. And this is the moment where we bid you farewell. This has been the podcast of the wrestling minds of the Monday Night Wars with Max Play, Mongoose McQueen, and the Real Pain. Nicht schlecht. Hallo, denk. It's only one company and all history in wrestling business. We do what was exist is WCW. WCW forever. All right.